grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Es wird Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorweit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Schall. Die Quetsche klingt halt super fein, die Konterpumpen hinten rein. Und das Gesage klingt jetzt auch schon recht human. Kommle und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Es wird Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott zu einer wunderbaren Pavlatschen. Diesmal wieder aus dem Studio Donaufeld, wo ich zu Gast sein darf, hier in dem wunderbaren Studio bei uns. Jawohl. Herrlich, traumhaft, nicht? Ich freue mich. Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns, also ich freue mich auch, dass ihr da seid, dass wir einander miteinander wieder eine Pavlatschen zum schön, Besten geben werden. Die wievielte? 200? Siehst du das? Ich weiß 41. glaube ich. 241 ist es, ja. Glaube ich. Ja. Nein. Das muss schon, nein, ist ja wurscht. Das ist auch irgendwo. Und da haben wir schon bald die 250. Die 50. Mit Riesenschritten gehen wir auf die 250. zu. Ja, genau. Oh, die 241. ist es schon. Ich habe geschwind nachgeschaut. Ja, 241. Alle Achteln, 9 Mal noch, dann haben wir schon die 250. Ein Vierteljahrhundert. Das ist ein Blödsinn natürlich, ist klar, aber lass mal halt einen Blödsinn reden, ne? 250. Ein Viertel. Ein Viertel ist, ja. Ein Viertel. Kann man sagen. Ja. Ein Viertel vom Liter. Ja. Ein Viertel vom Liter haben wir. Und Apropos Liter, ne? apropos Liter, Botelle. Du zappest mit Glas schon so herum. Ja, holen Sie einen Wein. Ich bin so frei. Dein Bruder spendet mich gerade voll mit Büdeln. Aber wahrscheinlich vom Urlaub vielleicht noch. Wahrscheinlich. Oder der große Umbauarbeiten, die bei mir, also bei meiner Mutter stattfinden. Ja. Neue Küche, neues Klo und so weiter. Ja, was glaubst Ein Riesenbaustelle. dass ich komme mithackeln oder was? Oder was glaubst du? Brauchen wir ein Kamerakind vielleicht? Achso, ne, das ist wieder du. Achso, ja, dann machen wir es heute ohne Machen wir so, Kamerakind. nein, wir sind ja Ich so, geh wir auch. sind ja noch angeschlagen von gestern. Langsam. Jawohl, braver Patrick. Gestern war der wunderbare Ottergänger Kirchtag. Karl M. Franz, jetzt vor lauter Spaß machen, sage ich jetzt wirklich schon Karl. Der Franz M. ist da im Chat sicher. Und da habe ich heute in der Früh habe ich ihm noch bemitleidet, dass er nicht beim Schluss noch dabei war. Im Schwarzen Araben. Und dann hat er geschrieben, ich war nicht dabei. Und dann haben wir uns überlegt, ja stimmt. Er war eigentlich. dabei, ja. Ich war nicht da. Wie konnte ich das übersehen? Patrick, was haben wir? Wir haben einen Wiener gemischten Satz vom Manfred Daschler. Von wo unserem wir- Weinausstatter. Vom Weinausstatter. Wiener gemischter Satz. Silbermedaille. Was nicht, sieht man das? Kann man das sehen? Da spiegelt es, aber es schaut, ja. Man sieht das auch mit Teilen Da ist mit Dein drauf ist oben, ja genau. Na, So, öffnen wir. öffnen. Ein 23er gemischter Satz. Möge er öffnen und gießen. Jawohl. Haben wir ihn schon getrunken, oder? Den haben wir schon getrunken. Ja. Getrunken. Das ist ja gut. Zugegeben, es ist heute wirklich so, dass wir gesagt haben, na, so recht, eine Freiheit auf dem Wein haben wir nicht. Aber ich kenne das. Und dann, wenn wir ein, zwei Achteln gehabt haben, dann ist es schon wieder leibend. So. Aber jetzt dabei einmal, es war nicht notwendig gewesen, heute einen Wein trinken. Sagen wir es so. Du sprichst weise Worte, ja. Sehr zum Wohle. Zum Wohle. Wobei. Der Geruch ist schon wieder Auf ist euch. durchaus animierend trotzdem. Zum Wohle. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht abstoßend. Ne? Mm. Nein, ich finde, es wird immer besser. Ja, kann man schon arbeiten. So kann man schon arbeiten. Es geht schon. Es ist keine Qual. Es ist keine Qual, muss ich sagen. Nein. Nein, überhaupt nicht.
Wer ist denn alle schon im Chat da? Wir haben alle da. Im Paul Hartmann haben wir, Christi Gott, Matthias Mariacha, Mama M, jawohl. Mama, Christi Gott, servus. Ludwig Saas, Peter Brachtl, Michael Unger, Chanon Scheid, Chanon, genau, letztens haben wir überlegt, wie heißt jetzt Kasten, der Chan war es nicht, das war ein längerer Johann, der Chanon. Christi Gott, schön, dass du wieder dabei bist, das freut mich wirklich aus Luxemburg. Ja, leider kann ich diesmal nicht dabei sein, aber nächsten Montag, das passt. Liebe Grüße von der Mosel und viel Spaß. Na dann, aber schön, dass du vorbeigeschaut hast zumindest. Das freut uns wirklich. Ich hätte es da... Servus in die Schweiz. Grüß dich. Was einen guten Abend zusammen in der herzlichen, kunterbunten, urleibenden Pavlacisterie. Jawohl, bravo. So ist das. Fritzl Stadtgas, unser Grand Seigneur. Wenn man natürlich feststellt, du bist uns gestern schon gegangen. Gewaltig gefehlt hat er. Ebenso wie Landesstürmer Markus. Ja, der Maber ist auch schon da, sicher, ja. Also es hat schon gefehlt. Es hat eindeutig gefehlt in der Runde. Haben wir beim Stiepert alle festgestellt. Ja, wie immer, Kirtag, also wir haben fertig gespielt gehabt und haben natürlich zum Rudi geschaut. Ja, natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Franz M. schreibt, schönen Abend, pavlacistische Grüße in die Runde. Ottergang, Kirtag samt Folgen überstanden. Ja, die Folgen sind noch nicht überstanden, glaube ich, aber ist ja. Muss ich einen Schluckerl nehmen Wir dafür. arbeiten noch drauf. Ein Schluckerl. Jawohl. Auch der Wolfgang, ja, auch vom Weiberl. Beste Grüße, Christi Gut, Servus. Landtag, haben wir schon gesagt. Chantal Schwarzbauer, wunderschönen guten Abend, Christi Gut. Habe ich schon bekommen, habe ich schon gekriegt, ein WhatsApp, dass sie mir neue Videos geschickt hat und die Rechnung damit. Habe ich gleich gar nicht aufgemacht. Nein. Da beidelt auch noch, Ja. was das ist. Ja. Nein. Nein, das passt Wir schon. freuen uns, geht schon bald wieder einen Nachschub zum Bearbeiten. Das passt Ich schon. muss ja irgendwie dazukommen, es ist ein Wahnsinn. Ja, der hat Wolfgang gesagt auch zum Fritzl, haben dich sehr vermisst am Kirtag. Ja. Jawohl. Susanne Moser ist da, Christi Gott, zum zweiten Mal heute. Jawohl. Am Morgen und Bereits in der Früh gewesen, ja. Thomas Faber ist auch da, am Sonntag am Frühschoppen, war jetzt echt mega, hab Videos gemacht, bravo Thomas. Ich hab die gesehen, ich hab die einmal über die gesehen. Aber das ist wirklich interessant, da sind doch viele Leute und es ist viel Bewegung. Trotzdem. Nicht? Ja, klar. Und dann war wirklich, also die Sonne hat echt geblendet. Das am war, Anfang, das war noch nie so aufgenommen. Ja, Oder? Ist die Bühne vielleicht ein bisschen Ja, weiter hinten steht. weiter hinten? Ja, weiter hinten Klar, steht. da ist ja der Container gestanden. Ganz Da genau. durch. Steht weiter hinten, ja. Immer das auch gedacht, das gibt's ja nicht. Ja, Aber weißt doch du nur dazu spielen wir später als sonst. Das war eine Woche später. Eine Woche. Oder zwei, Genau, aber da halt, sollte jetzt eigentlich die Sonne schon weiter Ja, unten und eben. so weiter sein eigentlich, ja. Und da haben wir gedacht, das gibt's ja nicht. Das Interessant, ist ja. alles so geblendet, da hat man gar nicht viel gesehen. Zumindest im ersten Teil. Im ersten Teil, nach der Pause ist dann eh schon hinter der Kirche, Ah, hinter dem Kirchenturm gewesen, die Sonne, ja. Dann ist schon gegangen. Ja. Ludwig Saas schreit, tut mir leid, dass gestern nicht da waren, aber ihr seid natürlich entschuldigt, selbstverständlich. Der Hochwasserstand immer noch gegeben, was ich da gerade gelesen habe jetzt. Ja, Katastrophen zu der Feuerwehr. ist noch, ja. Na klar, das ist natürlich. Das wird noch länger dauern, nicht? Bis diese Sachen dann einmal wirklich einmal so weit gemacht sind. Das ist klar. Ja. Es kommt wieder ein Kirtag, jawohl. Und der Ulrich ist da, Georg Scheurer ist auch da, jawohl. Alles Gute für Fritzl Status zum Geburtstag. Heute? Nein, heute nicht. Oh ja, der Fritzl Nein. hat doch heute War Geburtstag. das nicht früher? Nein, das muss ja Wochen früher. Erst bin ich deppert. Schüttel. Wer. Es ist ja wurscht, aber jetzt da irgendwo rundherum hat er einen Puls. Du greifst zum Instrument, ich will zum Glas greifen. Ja, Wir sind nicht synchronisiert. Nein, heute, es sind läuft nicht etwas synchronisiert. asynchron heute. Und noch, es eiert ein bisschen. Auf unserem Fritzl zum Geburtstag. Zum Geburtstag ein Gedicht. Du hast Geburtstag und wir nicht. Auf dich, Fritzl. Alles Gute. Alles Gute. Seid so gut, haut eine mörderische Orgie an rote Achteln für unseren Fritzl Startguss, den Hardcore-Fan, muss ich fast Der sagen. ersten Minute der Pavlacisterie. Ja, Ja, Anfang an dabei auch. eigentlich kann man es so sagen, der Fritzl darf sich nicht ein Lied wünschen. Selbstverständlich. Fritzl, was willst du hören? Was willst du hören, schreibe eine? Dabei spielen wir Was für spielen wir was dabei? anderes. Was spielen wir? Hoch soll er leben, dreimal hoch.
Hoch soll er leben, dreimal hoch. Noch einmal alles Gute, jawohl, auf zum unser- Purzeltag. So ist Auf es. unseren Fritzl und danke Georg Scherer, dass uns da gleich Und die Achteln fallen schon hinein, mein lieber Fritzl. Das ist uns erinnert. Da Der, kommt der Hans ist auch da, grüß euch, servus Hans, schön, dass du da bist, gefreut mich. Servus. Dann fahren wir 57, guten Abend, grüß dich gut. Auch das eine große Freude, dass du dabei bist, ja. Muss ich gleich schlucken. Ja. Nachschub, juhu, freue mich schon auf schon Teil, jetzt habe ich wieder zu viel gesagt. Ich habe noch gar keinen bereitet, den muss ich erst noch machen. Morgen werde ich nicht dazukommen. Der Morgen wird es schwer ausgehen bei dir. Nein, morgen werde ich Du fährst erst raus. Ich fahre erst raus. Ich muss mit der Frau Mama da noch, also das mache ich gern, mit der Frau Mama noch ein bisschen aktiv sein, einkaufen, also alles Mögliche. Dann Begutachtung des Hauses, Begutachtung meines des Bodens. Ja. Aber ich habe keine. Das ist nicht mehr wundern. Hast du ein gutes Gefühl, ja? Das ist ja. Nein, passt. ich Das glaube, ist ich gut, habe das das alles ist schön. so gemacht, dass das überstanden sein sollte. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wird schon Ja, passen. ja, ja. Und dann doch keine Bagger schauen am Mittwoch. Das haben wir jetzt fallen gelassen, weil Warum denn? die haben gesagt, sie kriegen ja komplett, sie mal liefern und 40 Bagger kriegen sie. Nur die steht noch in Budapest. Das ist jetzt auch durch die ganze Hochwassersituation ja, wahrscheinlich alles Das wirklich ist so. aber noch nicht weggegangen, die Container. Und er hat gesagt, und sie haben selber nur mal 3, 4 stehen, weil aufgrund Hochwasser und Co. haben sie nicht wahnsinnig viel verkauft. Dann alle gekauft. Jeder braucht einen Bagger. Ja. Ja, und einige haben es einfach hergeborgt. Ne? So, ja. Ein schöner, netter Zug, muss ich sagen, finde ich. Ja. Ja. Wenn man das so Und jetzt hat er gesagt, ich hab nur 3, ich könnte schon kommen, aber es war schon jetzt. Ne? In 1-2 Wochen sind 40 neue Bagger. Ist alles da Da zum- kannst du alles ausschauen dann. Ne? Sag ich, na passt das Mutter. Da kann man Probebaggern, kann man dort auch, Ach so, ja, freilich. Ja, Ein bisschen Einschulung wieder vielleicht. ja, auch, kriegst du dass alles, man kriegst sagt, das funktioniert, das Einschulung passt super. und wie das geht und was ich überhaupt brauchen will und was da haben und werden schauen. Aber wie gesagt, das Material habe ich noch nicht verkauft, ergo ist auch noch kein Gerstl bei der Hand. Das war ja nur so quasi ein Ausflug gewesen. Und, ja, schauen wir mal. Ja, und man kann sich ja rechtzeitig informieren und dann zuschlagen. So wenn ist weit es. So ist es. Dann haben wir Das dann haben schon das passt gemeint. super. Das ist jetzt von uns weg, keine 2 Stunden fahren wir von den Kirchen jetzt. Also ich fahre da eine halbe Stunde auf den Kirchen, aber ist ja wurscht. Aber dort Okay, treffen ja. würden wir uns treffen, dann fahren wir weiter. Also es sind von den Kirchen keine 2 Stunden. No, so ein schöner Ausflug. Und jetzt ist eben ein Hochwasser. Lass mal das Ganze gehen. Ja. Der Friesl macht sich ein Flascherlauf und feiert, jawohl. Bravo. Das ist doch genau der Recht Sinn hast. der Ja, Sache. So heute hat er gehört sich Geburtstag, das. wirklich wahr, heute, Jawohl. direkt heute. Jawohl. Bravo Fritzl, Sehr schön. bravo Fritzl, schau, da gingen sie rein. Da kommen sie rein. Die Skyline wünscht er sich, das machen wir Ja, gern. machen wir gern. Sehr gern. Schau, Skyfall ist da, Rudi Korbes, jawohl. Servus, Rudi, grüß dich. Ja. Alexander Hauser ist da, ja. Auch gestern am Kirchtag gesehen natürlich, jawohl. Der Sums ist auch da, schönen Abend, gestern Sommer, aber ja. Servus, grüß dich grüß Gott. dich. Ja. Danke an die Bierspender und die paar Liter beim Stippert. Naja, gut. Ja, da was. Ja, leicht. Da redet man ja gar nicht redet man drüber. gar nicht Also, drüber. das- Haben wir gern gemacht. Haben wir gern. Ja, Birgit ist auch da, grüß dich gut. servus. Heute natürlich keinen Wein vom Fuchs, weil die 2, 3 Flaschen, was wir haben, die da wir schon ein bisschen hüten. Die da wir hüten. Nicht? Weil da Das gibt's ist ja der keine. Schatz, ja. Ja. Schau doch. Schau die Mama eben auch heute, hat auch heute Geburtstag. Ja, Weltklasse. Aber da haben wir zu früh gratuliert. Alles Gute. Weil wir waren so. als Überraschung waren wir von Freunden, Familie eingeladen und sind also quasi beim Geburtstagsfest, haben wir gecrasht von der Mama eben und haben dort nicht nur die herrliche Pizza aus einem selbstgemachten Pizzaofen erleben dürfen, sondern eben auch ein wunderbares Festel mit gestalten dürfen. Ein herrliches Fest. Aber nachdem es heute Geburtstag hat, darfst du natürlich auch ein Lied wünschen. Aber zuerst einmal auf dich, setz einmal. Zum Wohle. Alles Gute, Mama, einmalig. Alexander Hauser. Ja, und Georg Scheurer weist auch auf etwas Wichtiges hin. Das werden wir dann aber noch mal besprechen, weil das ist natürlich schon. Auf den Tag genau weiß ich es jetzt nicht, ist aber wurscht, aber wir feiern quasi heute auch 2 Jahre Ah, Wahnsinn. Facebook-Gruppe 16er Buben Pavlaciste. Ah, Wahnsinn.
Ihre Leibwand. Wo ist die Zeit Ja, hingekommen? Wirklich war aber jetzt. schon Das ist, 2 das ist Jahre. nicht einfach so dahingesagt, sondern wirklich. 2 Jahre, unglaublich. Ja, 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 das letztes Jahr, ich kann mich erinnern, da war der Fritzl Maber, der alle erst da, Landesstromer Markus, Ja. das war ist auch ein Jahr Ah, ja, her. ja. Das ist unglaublich. Unglaublich, ja, wirklich Wahnsinn, unglaublich. Wahnsinn. Und jetzt ist es so, dass der Georg Scheurer, der eigentlich aus einer Laune, aus Lust und Laune heraus gemacht hat, nachdem er dann quasi diese Pavlacisti Gründung, also gesagt haben, wie nennen wir die Pavlatschen Zuschauer, nicht? Und dann haben wir gesagt, die Pavlacisti sind dann rausgekommen und der hat daraufhin diese Gruppe gekriegt, die Facebook-Gruppen. Und ich floriert mittlerweile, also schaut rein, wer auf Facebook ist, unbedingt 16 beim Pavlacisti. Ja. Die quasi, ja, wie sagt man, Die Fanseite, Fanclub, Fanclub. Fansite-Seite. Der Fanclub ist ja wieder was anderes. Die Fanclub-Seite. Nein, der Fanclub Nein, ist nicht was der anderes. Fanclub, ist Aber was anderes. Nein, die Pavlacisti. Pavlacisti. Ja. Auf jeden Fall eine Weltgeschichte. Und jetzt müssen wir das jetzt, pass auf, jetzt werden wir das trotzdem bündeln, meine Lieben. Haut noch einmal eine rote Achteln, aber jetzt sozusagen Gehen wir. doppelt, weil für die Mama M zum Geburtstag und für den Georg Scheurer für 2 Jahre Pavlacisti Fangruppe Facebook. Genau. Facebook-Gruppe aus, glaube ich. Die Facebook-Gruppe. So, 16er jawohl. Boom, Pavlacisti. Jawohl, hat es eine einmal noch. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. So. Sabine Saas, jawohl, nach über einer Woche Feuerwehreinsatz erstmal wieder zu euch 2 zuhören dürfen. Ja, Gott sei Dank ein ruhiger Abend. Wieder ja. ruhiger Abend. Gott sei Dank, ja. Da schauen wir, wie ruhig wir das machen können. Ja. Hatte gestern einige gute Plaudereien beim Stiebert, vor allem mit Bad. Ja, wir haben uns wunderbar unterhalten, ja. Hat wir uns nicht gut unterhalten, oder was? Naja, das ist, weiß ich nicht. Hab ich wieder nur ein Plätzchen geredet, ne? Kann leicht sein. Viel vielleicht nicht, aber es war auch wirklich auch so ein kurzweiliger Nachmittag wirklich, gestern. Es war herrlich. Ein Traum, war wirklich ein schöner Tag. Und natürlich hat, also wie gesagt, Momo M, Liederwunsch und natürlich Georg Scheurer Teto, Liederwunsch. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich.
Alles Gute noch einmal. Fritzl. Lieber Fritz. Fritzl. Alles Gute nochmal, gesund bleiben und ich lese schon, dass der nächste Kierter kommt und das sehen wir uns wieder. Jawohl, ich freue mich drauf. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Da muss ich muss Der Mama sagt auch nächstes Jahr wieder hoffentlich. Jawohl, das war leibend. Martin da dabei, das war super. Schluckerl. Für den Alex und für den Georg wird jetzt ein Bier aufgemacht vom Wolfgang. Ja, darum sollst du davon, was du ein Bier saufst. Das ist ja wieder der Wahnsinn. Das Messing, Georg Scheurer, das Messing, ja. Gut, ja. Hat die Mama schon was geschrieben? Nein, Mama hat noch immer keinen Liederwunsch von sich gegeben. Sie hätte zumindest keinen. Oder? Nein? Grad oder ungrad, hat die Momo. Den Moment sehe ich hier grad oder ungrad. Ja, Machen wir natürlich. Jawohl. Dann fangen wir an mit Messing, ne? Messing, ja. Bin ja das stimmlich nicht so auf der Nicht Höhe. Das ist eigentlich, ich bin mir glaubt zum Beispiel, früher, ich bin mir glaubt, das liegt am Rauchen, ne? Dass das stimmt. Aber es kann nicht sein, weil ich nichts geraucht habe. Nein. Also, woher kommt dann also diese raue Stimme? Vom Dran. Glaubst du? Wahrscheinlich. Ja, ich meine, mit irgendwas, Muss so sein. Ich wüsste nicht, was sonst war. mit irgendwas musst du tun. Es war auch kein zugiges Wetter gewesen, dass man sagt, man hat sich verkühlt oder was war. Also. Wolfgang, so geht es. So schaut's aus. Wie viel Liter haben wir denn eigentlich gezahlt? 6 Liter Wasser und 2 Liter Wein. Nein, das gibt 2 Liter Wein. 6 6 Liter Wasser. Liter Wasser haben wir gezahlt. Ja, von was habe ich nichts gesagt, dass wir das zahlen? Alles, Wasser und Wein habe ich jetzt gezahlt. Ich habe gesagt, alles, was ein Liter, wo eine herkommt am Tisch, wird gezahlt. Aber da sind ein paar sind früher gegangen und die haben offenbar heimlich einen Wein auch schon gezahlt, weil es war ja mehr. Ja, eben. Ich glaube, das war ja eine riesen Zwei- Vor 2 Liter Wein war noch so und so. 2 Liter Wein waren es und 6 Liter Wasser. Na gut. Das Wasser hat mich dann schockiert eigentlich. Aber ich habe es eigentlich deswegen auch gefragt, weil ich gern gewusst hätte, wie viel getrunken wurde eigentlich. Deswegen habe ich gesagt, wie viel man zahlt, weil dann wäre die, aber die Aussage kann natürlich nicht stimmen, weil Der Rest ist schon gezahlt worden von den Leuten, die sich verabschiedet haben. dann ein Liter Wurde ist ja wieder noch, bei der Rechnungslegung dann gesagt. ja, ein Liter ist ja noch von der Altchefin gekommen, hat mich auch sehr gefreut. Die Frau Stippert? die sind ja Chefin. Wir wollten schon gehen. Ja, nämlich stellst wirklich, du so das einen ist nicht Liter- mehr Witz Da jetzt. steht so ein Liter hin. Ne? Liter? Ja gut, dann warten wir noch. Bleiben wir noch ein bisschen sitzen. Ne? Trockene Luft und vom Dran, sagt der Wolfgang. Ne? Das ist die Stimme, ja. Ja, es wird schon irgendwas dran Irgendwas wird da schon Wahres dran sein, natürlich. Ja. Na gut, dann Schauen wir's nächsten. für den Georg Scheurer mit besten Grüßen, auch eine Brigitte. Ganz einen liebe dicken Grüße. Pudel. Wenn's Messing schon glanzt. 1891, glaube ich, das erste Mal notiert, die Nummer. Nein, das kann nicht stimmen. 1791, ja. 1791 war die erste Da war Aufzeichnung. die Schramme schon existiert. nicht einmal mehr. Ne? Du warst schon. Ja, eben, ne? Ja, genau. Das gibt es ja nicht, das ist ja älteste Schramme. 100 Jahre. 100 Jahre vorher noch. 1791, notiert. Und die Fuhrlein auf der Straßen trinken auch gern eine Wein oder ja, singen sind Sorgen, was schaut, da schreit's Gehör und sind drei. Sing sind Sorgen, was schaut, da schreit's Gehör und sind drei. Ja, wann das Messing schön glanzt und wann der handliche tanzt, wann das Adlige schreit, dann ist auf Ferne der man weit. Und vom Foten seit Zeige steht noch drinnen ein Grab oder ja. Und das eine kann ich sagen, dass noch kein Schönes nie gesehen hat. Und das
Ferne kann ich sagen, dass noch kein Schönes gesehen hab. Ja, wann das Messing schön glänzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Erde näher weit. Und wenn ich einmal gespielt, das mit Füßen mehr dran holen, ja, da muss das letzte Gradl her, damit die Rosinen hoben haben. Da muss das letzte Gradl her, damit die Rosinen hoben haben. Ja, wann das Messing schön glänzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Erde nimmer weit. Ja, wann das Messing schön glänzt, wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Erde nimmer weit. Jawohl. Danke für den Wunsch. Absolut. Leider haben wir schon lange gespielt. Schon lange nicht gespielt hier, ja. Ich habe gerade gesehen, Gott sei Dank gibt es kein, wie sagt der, Close-Up oder wie sagt man, diese Nahaufnahmen mit dreckigen Fingernägel. Heute mit Erde Du hast hantiert. in der Erden wahrscheinlich Ja, da herumgespielt. aber beim Daumen, das habe ich übersehen. Und das habe ich jetzt so gesehen und dachte, Jesus, Jesus, na, wie wir ausschauen. Na, wir schauen wir nicht. Der Abplatz habe ich irgendwo das Leiberl, das Weiße. Das ist eh verdeckt, das meiste, Gott sei Dank. jawohl. Zum Wohle. Seht einmal. So, Rudi Welschbahn ist Kisch, Balaton ist auch da, jawohl. Servus, grüß dich. Aber jawohl. Thomas Fabra. Ja, machen wir bitte schon, aber na, schauen wir, vielleicht bauen wir es ein. Was haben wir jetzt? Oder haben wir schon länger nicht gespielt, oder? In der Bablatschen, oder? Oder schon, ich weiß gar Das nicht. haben wir, puh, weiß ich Aber nicht. die Quäler haben wir schon ein paar Mal haben wir jetzt. immer wieder, ja, laufend eigentlich, Ja. ja. Schauen wir mal, vielleicht bauen wir es einer. Wenn wir es in der Opa hier, ja. 10 Euro Backschisch für euch. Wolfgang, ein Wahnsinn. Weltklasse. Dankeschön. Danke vielmals. Na, aber Da da- hebe ich sofort das Glas noch. Ja, aber da tue ich gleich einblenden, falls noch wer die Idee hat. Falls noch jemand die Dankeschön. Idee hat und einen Backschisch umwachsen lassen will, einen Schmattes, einen Obolus oder einen Beitrag für die Muse. Der hat findet hier die Möglichkeit. Natürlich ist es in der Videobeschreibung, findest du es auch. Also sprich PayPal oder einfach Überweisung. Ganz klassisch. Ganz einfach. Quasi ganz der Hut. Der virtuelle Hut geht rum und was für Arbeit braucht sich keiner genieren. Bravo, hast du recht. Jawohl, Wolfgang. danke. Aber trotzdem, man muss treten muss man ausschauen. Das ist schon so zerstört aus. Na, viele gar nicht. Wir Findest du schauen, nicht, wir schauen beide eigentlich Ja, relativ an die Sau. Nein. Ja, einen Waldlauf hätte ich jetzt keinen machen. Gut, einen Waldlauf mag ich nie machen. Aber heute, wenn ich machen tät, normal, hätte ihn heute nicht machen wollen. Da überdacht ist ja noch über einer Woche wieder mal mit dem Rad fahren, aber das habe ich dann heute auslassen. Ich wollte nicht einmal eine halbe Stunde aufs Rad schwingen. Da war der Körper nicht in der Verfassung heute eigentlich. Ja. Besser war es so. Ich glaube, ich verstehe. So, warte, das kann ich wieder aus. Warte, wo tun das? Hallo aus. So, pass auf. Der Scheurer Georg. Jetzt machen wir für die Mama. Ja, warte, der Scheurer Georg hat mir was geschickt. Und da komme ich jetzt da wieder nicht hin. Alter. Schau her. Was hat er denn geschickt? Was hat er denn geschickt? Der Wort ist zu groß, muss ich kleiner machen. Schau her, Thomas. Thomas, Schurle mit den Gummiwelle. Das Schurle mit den Gummiwelle schaut Pavlatschen. Am Handy, jawohl, einmalig. Grüße auch von Michaela, jawohl. Liebe Grüße, Retour. Ganz liebe Grüße, jawohl, Ja, das ja. sowieso. Herrwand, sehr gut.
Da ist er, jetzt sehe ich die auch da, ja. Sehr gut. Jawohl. Ja. Einmalig. Ja. Thomas Faber sagt 20 Euro für dich. Das ist ja Wahnsinn. Sportartikel. Gib's nicht aus für die Buben. Aber ich danke dir schön. Ich danke dir vielmals. Gib mir gar nicht Hut. Ja. Der Schurl ohne Blech an. So, jetzt haben wir was haben wir für die Mama? Grad oder oder ungrad, ja. Jawohl. Grad oder ungrad, der was das Glück hat, der zieht wohin und alles kehrt sein. Draußen in der Frühstadt, dort ringt der Stoßgrad, kommt Kiemerei, dann sitzen wir alle beim Wein. Gehst du mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein. Gehst mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein bei der Nacht. Zwei Grenzen, die kennen meine Dein, die kennen meine Dein, die kennen meine Dein. Drum kaufen wir uns ein Schnupftabak und schnupfen wir alle drei, und schnupfen wir alle drei und bei der Nacht. Haben wir beim Stoß das Geld verspült, da liegt uns gar nichts dran, da liegt uns gar nichts dran, da liegt uns gar nichts dran. Da fahren wir dann zum Heilig und saufen wir uns dort an schon wieder, und saufen wir uns dort an bei der Nacht. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus, wir brennen kein Zinster, wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, sei gescheit, sind wir nicht die gemütlichsten Leute. Mein lieber Herr, wie schaut's denn aus? Schlecht. Sie wohnen schon so lang in meinem Haus, Sie wohnen schon so lang in mein Quartier und so in alle Welt sind's dafür. Mein lieber Hausherr, hast nur Geduld. Ich wär schon Brennerrahmen meine Schuld. Bis einmal Zeiten wieder anders da wär, dann zahl ich meine Schulden. No. Gern. Also, ein Lied. Mein lieber Herr, da hast's fest sparen und nicht mit allem durch die Gurgel fahren. Ein Glas Wasser und ein Brot in den Mund ist für einen Hocken Staatsund. Mein lieber Hausherr, da ist schon spät. Wir fressen Händel jetzt mit einem Salat und saufen nur zu einem guten Wein und lassen die Hausherren sein. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus. Wir brennen kein Sitz, wir ziehen gar nicht aus. Aber Hausherr, sei gescheit, sind wir nicht die gemütlichsten Leute. Wer keine Schüling hat und keine Groschen, der kann nicht dudeln gehen und auch nicht waschen. Oder ein Flötner ist oder ein Fürst, der was keiner Wein vertragt, der kehrt in Quirscht. Wer keine Schüling hat und keine Groschen, den kehren ja alle da, alle in die Goschen. Aber ein Flötner ist oder ein Fürst, der was keiner Wein vertragt, der kehrt in Quirscht. Jawohl! So schaut's aus. Bravo, Momo. Alles Gute auch noch einmal. Alles Gute noch einmal. Jawohl. Weltklasse. Weltklasse. Schau, Wolfsberg und du die Fäuser. Jawohl. Das gefreut uns. Wo bist du jetzt schon? Wo bist du jetzt schon? Auf einer großen Motorradrundreise. Da, was war das, glaube ich, Kaukasus, da irgendwo. Jetzt bin ich schon wieder.
Es ist Wolf, schreib eine, wo du Schreib unterwegs eine. bist. Schreib eine, wo du jetzt bist. Ja, wo du jetzt gerade momentan Einmalig. unterwegs bist. Ja. Mein Matti hat der Mac ist auch da. Jawohl. Servus, grüß dich Gott. Der Matti hat. Haben wir letztens erst geredet aber wieder. Haben wir gesagt, der Ja, er ist Matti schon, hat schon der Mac. abgegangen. Ist schon ist so er. gegangen. Ja. Er ist wieder da. Er ist da. Er ist da. Das gefreut mich. Das freut mich. Wo man ihm sagt, Dankeschön. Ja, sehr gern, sehr gern. Wolfsberg schreibt schon. Schreibt er. Grüße aus der Türkei. Ah ja. Und wo? Liebe Grüße retour bitte. Jawohl. Beste Grüße. Aber ich glaube, in Kaukasus. In Kaukasus fährst. Ich glaube. Bin mir nicht sicher jetzt da. Mit der Husqvarna Norden. Norden, ja. Und der Ackerl, unser Iron Acker, mittlerweile offiziell Iron Acker, und er hat seinen Kanal umbenannt auf den Namen, den jeder hat ihm immer genannt, Iron Acker. Ich finde das eine gute Idee gewesen. Dass Absolut. Er das umnennt. Das passt einfach besser. Absolut, und der ist gerade irgendwo Spanien. Portugal, glaube ich. Spanien, Ist jetzt Portugal Spanien, ist gerade, Portugal ja. ist er jetzt gerade. Und der hat ja auch ein neues Motorrad, eine Honda Transalp. Absolut leibend. Da war ja mal, ja, Find ja. ich, ja, die hat er sich gekauft. Ja, glaub das ich. ist gekauft, ja, ja. Die hat er sich gekauft. Das ist doch schon gekauft. Ich glaube schon, ja, ja. Ich Ach, hab doch, so okay. mitgekriegt. Ja, passt. So mitgekriegt, die hat er sich Genau, gekauft. da haben wir noch geredet, in Sierendorf haben wir nämlich geplaudert, Ja. was es nimmt, oder? Ja. Und da haben wir, weil ich noch gesagt habe, du, wenn du das nicht willst, du bringst das, kannst das ja wieder verkaufen, dann auch, wenn es dann nicht taugt eigentlich, wenn man es genau nimmt. Nicht? Also, Ist ja- fahrst damit und ja. Meine Ist ja will nix. noch nicht verkauft, ist noch zu teuer, glaube ich. Oder es ist wirklich, weil es Herbst ist. Dass das Nein, nicht so geht, oder was? Vielleicht? das ist sicher zu teuer noch. Wirklich ist es Aber man, es ist eh so, ich habe halt immer, man weiß nicht, vielleicht ist es heute anders, aber früher war es doch so, jetzt steht da ein Preis. Und sage ich, naja, gut, ich meine, um 7, 9 habe ich es drinstehen. Ja, so. Steht aber VB wahrscheinlich dabei. Nein, oder? gar nichts. Also Nein, nur es steht der der Preis. Preis, Also, okay, steht der Preis, du kannst nichts eingeben. Ach so, okay. Da steht einfach der Preis. Aber das ist auch logisch, dass man anfangen. Ich meine, das ist schon, ne? Da kommen dann, da schreiben da welche schon, der eine will es tauschen. Da hat mich schon zweimal gefragt, ob er ihm tauschen. Ich habe gesagt, Alter, ich will nicht tauschen. Da reicht ja, wenn man Amen auch sagt, oder? Das- Eigentlich normal. Ja, Also, schon, schon, nicht? also da ziehst du schon ein paar Flachbirnen an, muss man echt sagen. Mit sowas. Ein paar Flacheisen. Und einer hat geschrieben, in Bar unkompliziert will ich es für 6.000 nehmen. Sag ich mir, Alter, ich meine, die holt zu. Ich gehe schon noch runter mit dem Preis, aber jetzt bleibe ich ein bisschen am Dewig. Ja. Nein, doch, ist nicht so. verstehe ich die Klaus. Nein, Nein, und ich gesagt, ich habe mir gedacht, nicht, man schreit ja natürlich einen Preis rein und sagt, man geht eh runter, oder? War für mich klar. Aber es ist mir aber auch klar, wenn ich sich noch keiner was kaufe, so gekauft auf die Art und Weise, wenn ich was will. Ja. Dass man nachfragt noch. hat sich noch Bei keiner allen Dingen eigentlich. Bei, Ja, dieser, ja. bei Pfeifen genauso, wenn ich mir Ja, eben, eine bei Tabakspfeife allem, bei will allen haben, so überall, frage ich nicht. Ich meine, ganz normal. Das denke ich mir halt. So, ne? Naja. Schau, der Wolfgang hat in den 90er Jahren eine Transalp gehabt. Für die Berge ideal, nicht so schwer, nicht so schwach, super Idee. Und Honda ist sowieso. Ist ja mein letztes verbliebenes Motorrad. Also noch habe ich die andere, aber die habe ich schon abgemeldet. Daher. Ja. Naja, gut. Der Klaus war sehr fesch, mit Sonnenbrille und der Patrick war auch fesch, sagt der Thomas. Oh, Dankeschön, danke. Natürlich dort reüssiert, nicht? Auf der Bühne. Absolut Weltklasse, wieder warte mal, kann ich sofort. Hast du ein Foto? Griffbereit? schon, Das ist ja. Sehr schön. Und zwar vom Georg wahrscheinlich? Georg, das Foto, das heute hier auch als Coverfoto gedient hat, da schau her. Jawohl, da. Schau, die zwei, ne? Das war eindeutig im ersten Teil, aber da sieht man viel in der Sonne. Solche Augen, weißt du? Du hast ja eine Sonnenbrille Ich hab die aufgehabt. Sonnenbrille, aber trotzdem, das war echt. Hat wirklich, Ja, war wirklich, ja. Das war richtig Haas eigentlich am Anfang, ja. Ja, ein Wahnsinn. Und hat sich dann im zweiten Teil natürlich komplett gegeben gehabt, weil da war es wirklich. Das Wort, ja. Ohne dem geht's Nein, nicht. schon klar. Nein, ich will nichts sagen. Das ist das Zeichen. Der Wolfgang sagt, die Leute wollen alles haben, aber nichts zahlen. Ja. Ich meine, na, verstehe ich, ne? Wir haben schon kein Zahlen, aber ich mir gedacht, ja, ich muss ja nicht gleich so billig reingehen, sondern ich gehe ja eh runter. Ich meine, das ist doch logisch. Aber wenn ich halt mit einem niedrigen Preis reinfahre, dann. Es ist ja, man muss ja wirklich sagen, das Motorrad ist ja top gepflegt, es hat wirklich keine Kilometer drauf und 1700 Kilometer. Das ist, Aber es wird natürlich halt auch keine Neiche mehr. Muss man das ist sagen. richtig, ja, das stimmt. Das ist halt natürlich. Stimmt schon. Weil Neiche nicht, da ist der Gewährleistung und. Das ne? fällt aus natürlich. Das ist nicht da nicht. Ja.
Das ist ja. Der Wolfgang sagt, sehr leibend, den Wurstel haben sie auch gespielt, jawohl. Nachdem wir nicht die Vorgruppe von Kasperl waren diesmal, sondern nach uns aber Rock'n'Roll gekommen ist. Eine grandiose Hannes Otterhall habe ich nur in Erinnerung am Klavier und eine Spitzenpartie. Wir haben nichts gehört, weil wir sind so stippert. Gut, wir haben uns relativ lang hinter der Bühne noch aufgehalten, wenn wir geplaudert haben mit einigen Leuten. Und dann bis um 4 Uhr gegangen sind, waren schon alle mit stippert. Und ich gesagt, gut, dann gehen wir auch. Gut, dann gehen wir gleich und haben wir sofort natürlich auch was gegessen. Natürlich. Stippert, natürlich. Natürlich. Surbraterl, Fleischlauerl habe ich Jawohl. hervorragend wieder da. Ja, wie immer. Absolut leibend. Na, vorher war noch ein kleiner Sturm beim Eingang genommen. Na gut, Sturm. Gleich vom Wagelwecker draußen beim Eingang, nicht? Weil bei der Tochter, bei der Kathi, die da draußen den Sturm ausgeschenkt haben, habe ich nicht vorbeigekommen. Aber da gleich gewann herkosten, müssen wir klären. Ja. Gut, es war schon so, dass er uns eigentlich schon quasi aufgehört hat. Also, es wäre unhöflich gewesen, dort vorbeizugehen. Ja, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Nein, sowas macht man nicht. Na gut, dann mache ich Wurstel. Mach ich Wurstel, ja. Mach ich Wurstel. Ihre Glaube hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater. Und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie er seinen Weberl schmächtet, wie er sein weiße Hasel streichelt. Dann da schluckt er seine Frau. Warum? Das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sie's richten. Der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du älter wirst, geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder was sagen. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstel Geschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann er nicht, den Wurstel da schlagen. Wieder ging ich in den Braten und wieder suchte ich's Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht. Da ist der Brater aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krauchen, durch die Grauten fortbrochen, Riesenradl, Ringelspül, wo das Draht sich im Gewühl, Kalafate majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder was sagen. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel, dem Wurstel Geschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Jawohl, der Wurstel.
Eine Nummer, die geht eine einfach, muss ich sagen. Ja, die finde ich wirklich auch, absolut. Und für mich wirklich so ein Ding, weil ich halt immer, in der Schule immer, nicht? Ich war immer der Wurstler quasi, nicht? So ähnlich. Ich war immer der Gaukler, der Schmähbruder sozusagen. Ein Nicht? bisschen Wurstel sind wir ja alle, die Wiener. Ja, alle. na Jeder. klar. Das ist so. ein bisschen Aber ich sag, bei mir war es halt Dieses- wirklich so. Das war jetzt halt den ganzen Tag schlau. Das ist Das es. geht nicht, ne? Das ist der Plan zumindest. Ne? Ja. Die Weitgeit ist da, grüß dich gut. Weitgeit freut mich sehr. Grüß dich. Ja, Servus. Thomas Faber, habt ihr mich gesehen? Ja, wie gesagt, ja, einmal. Ich habe die Arme hab ich schon mal gesehen, links. Etwas von mir, gefunden. ich habe die Filme gesehen. Arme, Wo ja. kann ich die Videos hinschicken? Das war ganz lieb, pass auf. Warte, das blende ich sofort ein. Jawohl. Schickst das an die Büroadresse. Schau her. büro@16erburm.at. Falls jemand von euch noch weiter Videos gemacht hat oder Büdeln gemacht hat von Kirtag, gesatzlieb, Schickt das. das, bitte. Das war halt echt leid. Das ist eine gute Idee. Das wäre wirklich leibend, dass wir das ein bisschen an Material haben, weil es waren tatsächlich, es waren keine Fotografen in dem Sinne. In dem Sinn, ja. Waren nämlich oft immer irgendeiner, war immer da, irgendein Fotograf. Und dann, ja. Also wie gesagt, bitte an büro@16erburm.at. Puero. Danke vielmals, Thomas. Ganz klar, dass du ganz zuschickst. klar. So. Wie weit geht, jawohl. So, jetzt ist das jetzt da. Was hast du denn, Patrick? Was hast du denn? Was hast du denn zusammengekaut schon wieder? Es funktioniert schon wieder. Es geht schon wieder alles. Ist schon alles da. Also, wenn einen Schnaps trinken. Ist schon alles da wieder. Na, niemand. Doch ist ja Ich kein. weiß nicht. Na, warum nicht? Da tut ja keinen Zwang an. Jetzt habe ich keinen Kleinen hier unten wieder. Sind wieder alle oben. Kannst du ja was anderes auch? Es klingt was Ja, anderes. mit einem oder? Kleinen eigentlich. Jetzt so, weißt du. Ja, dann soll es vielleicht nicht sein. Dann soll's. Ist ja die auf. Dann soll's nicht sein. Bleib mal bei mir. Ich hab mir gedacht für den Morgen, weißt du, so als kleiner Ding halt, ne? Habe ich mir gedacht, das ist ein Zerstörer. Ein Zerstörer. Der ist wirklich gut. Oh ja, nein, Wein Der ist geht sogar. wirklich sehr gelungen. Manfred, großartig. Herr von Taschler. Hervorragend. Harry Schneller Fonte, jawohl, guten Abend allerseits, habe mich durch die Schule durchgewurschtelt. Ja, ne, definitiv. Also das war bei mir auch, ich bin richtig durchgewurschtelt. Es ist schon gegangen, ja. Nein, ich meine wirklich Das durch. muss Nein, muss man echt das sagen, war- ich habe das irgendwie halt geschafft. Ne? Das hat er sein müssen, nicht? Wenn Ja, das wir hat ehrlich sein sind. Es gibt Schöneres. Das Leben nach der Schule war eigentlich schöner, muss ich ehrlich sagen. Nein, ich finde, es ist so, vor allem im Nachhinein. In der Volksschule bin ich wirklich gerne gegangen, muss ich sagen. Ich habe einen super Lehrer gehabt. Das ist der Berti. Großartiger Lehrer gehabt und dadurch hat mir mir wirklich Spaß gemacht in der Volksschule. Ich habe wirklich einen blöden Kranken gehabt. Ich weiß, ob Mein Sie Bruder, noch mein älter Bruder waren. hat auch einen Kranken, einen definitiven Kranken gehabt, ja. Das vermisst einem alles, sowas. Ja, nein, die Furchtbar. war wirklich. Ganz, die, ganz die schlimm, war, ganz die war schlimm. unter jeder Sau. Muss ich echt sagen. War halt auch so, ist auch was geworden aus mir, gell? Es wird schon werden, ne? Wird schon Nichts werden. ist schon so gegen Nichts ist schon, so schaut's aus. Ja, nein, aber so die Schule, ich meine, ich habe das Beste daraus gemacht, weil es war halt so, wie es war. Nicht? Das ist halt, was sollst du tun? Aber im Nachhinein gesehen bin ich noch mehr angefressen auf das. Obwohl natürlich die Vergangenheit soll man ja ruhen lassen. Was wüssten, ich kann sich nichts ändern. Aber im Nachhinein bin ich noch mehr angefressen. Deswegen, weil ich jetzt wirklich drauf komme, jetzt abgesehen dieses Schulsystem und so weiter, aber wie ineffizient und ineffektiv und wertlos die Schule war. Also diese Ausbildung, was ich da. Das Wertvollste war eine Volksschule und die Unterstufe Lesen, Schreiben, Rechnen. Ja? Wobei Rechnen, Gebe ich dir recht, kann ich schon, ja, nicht mehr, aber gut, könnte ich noch wieder auffrischen. Ja, das Aber Lesen, Schreiben lernen, das ist wichtig. kommt man relativ schnell rein Ja. wieder. Aber der Rest, das ist das ganze andere. Das waren jahrelang, hat man dann irgendwas gearbeitet, von dem man nichts mehr weiß. Also noch weniger Effizienz als die Schule. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Gerade Was ich was Zeit- Sprachen Ja, das ist ein Wahnsinn. Was ich Zeit investiert habe, weiß ich nicht, in Englisch. Da müssen die heute, also müssen die ja Native Speaker sein mittlerweile. Müssen wir alle sein. Wir haben alle 8 voll. Jahre, 12 Jahre. Die 2 Jahre in der Volksschule. Genau. Und dann war ich Und 9 dann- Jahre bei einmal sitzen geblieben, also 9 Jahre, also 11 Jahre lang habe ich Englisch gelernt und zwar
Ich meine, das waren ja 3 Mal in der Woche oder 4 Mal sogar, weiß ich Ja, nicht ja, mehr. das war 3 oder 4 Mal in der enorm, Woche. aber auch Plus Hausaufgaben, plus die Referate, was man da Ja, ja, vorbereiten musste genau. und. Ja, ja. Also, es war in der HTL, haben wir Referate auf Englisch gehalten und Ja, so ja, weiter. na Dann. klar, Sogar in den Fächern, also fachspezifisch auf Englisch und so weiter dann. Also das müsste ja alles eigentlich. ich habe freie Referate auf Französisch gehalten. Na, heute bringe ich das. Außer Lavoir Trottoir wird nicht Ja, das schreibe ich Bonjour, falsch, ne? Bonjour, Ja, Lavoir Bonjour. Trottoir. Und das war es aber schon. Bonjour. Ich könnte nicht einmal sagen, auf mehr das Ding. Aber, Ja. weißt, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja komplett, also Nein, es geht am Leben, ist ehrlich am Leben komplett vorbei. vorbei. Und das ist meine ich, schlimm. das meine ich irgendwie, das ist so, und das ärgert mich jetzt noch mehr. Also nicht, dass die Zeit für mich furchtbar war, wirklich diese Stunden und diese Einteilung Das und also es war für mich wirklich. Das wiederholt uns jetzt der Klaus, nicht? Ja, na und ich meine, man muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht Trübsal geblasen. Nicht? Ich habe schon meine Kindheit genießen können, trotz Schule, ich habe das schon irgendwie gekriegt. Ich habe Das mich schlimm war- durchgewurstelt. Genau, wie der Wurstel. Ja. Und schlimm war es nicht, das waren nicht die Stunden da in der Schule ansitzen und das da Naja, ein bisschen lernen. nein, das war, ich war demgemäß ein schlechter Schüler, also war die ganze Zeit so ein Druck dahinter und immer der Schmarrn. Und ich habe das nicht verstanden, den Schwachsinn. Nämlich nicht inhaltlich, Nein, ich sondern weiß das schon. System. Und dann war es auch so, das hat dann mein Klassenforscher, die Frau Professor Jaros, hat das dann gesagt, in der 7. Klasse. Also kurz vorm Fertigwerden, er sagt, jetzt glaube ich, jetzt ist der Knopf aufgegangen. Jetzt spielst du. Ich habe gesagt, nein, spielen du mich nicht, aber ich habe das System verstanden. Und Das war das wirklich- Wichtige. aber das habe ich schon viel früher verstanden gehabt und ich wollte es nicht wahrhaben, dass es nicht ums Lernen geht, dass es nicht ums Wissen geht, sondern es geht darum, ein gewisses System zu durchschauen und danach sich zu richten. Und wie ich das dann verstanden habe, ich mich gespielt. Aber da habe ich auch nichts mehr gelernt. Weil halt, ich kann es nicht erklären, wie es funktioniert. Ja. Aber das war zum Beispiel so wie Ich folge dir geistig. Das ist wie im Studium auch. meine Biologieprofessorin, die uns behandelt hat wirklich wie Kleinstkinder. Und die ist ja wirklich am Arsch gegangen in der 5. Klasse, die ich wiederholt habe. Weil ich bin gestrauchelt in Englisch und Französisch. Ich glaube, das war Englisch, Französisch bin ich gestrauchelt. Und war auch sonst kein guter Schüler und sie mit ihren depperten Biologie hat mich ich glaube, 4 Mal. Wieder noch einmal eine Prüfung. Leider noch zu wenig. Ja, leider noch zu wenig. 4 Mal. Aber das Furchtbar. waren 4 Wochen, verstehst du? Ja. Das waren 4 Wochen, die sie mir, wo ich die Zeit braucht hätte für die anderen Fächer, aber die mit ihren depperten Biologie. So, jetzt war es dann auch so, man dachte, gut, okay, die da bloß ist, wahrscheinlich in der 6. Klasse dann, da ist der Knopf, nicht in der 6. ist der Knopf aufgegangen. Und da war ich einfach scheißfreundlich. Ich habe gesagt, okay, gut, sie behandelt mich wie ein Kind, also ich behandle sie auch wie ein Kind. Macht das halt auch so. Erstes Semester, ich habe mich reingehauen, ich bin reingegangen ins Biologiekammerl. Brauche mir irgendwas, soll ich irgendwas bringen? Sie war richtig reingeschleimt auf Deppert. Habe überall aufgezeigt, war überall voll dabei. Habe einen Einser bekommen, sie war total glücklich. Und ab dem Moment habe ich nichts mehr. Da hast du dann gesagt, jetzt sage ich es ihr nachher aus Ja, der ich sag Tochter, nichts ne? mehr. Das ist aus. Die hat dann gesagt, und das wiederholt mir gleich. Der Klaus, ich habe gesagt, interessiert mich nicht. Und damit, und ich muss so, ich habe einen Ansatz gehabt. Ne? Und da war sie so enttäuscht. Und ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, ob du enttäuscht bist. Aber wirklich, ich habe ein halbes Jahr halt da reingeschleimt, habe ihr das gegeben, was ich gerne haben will. Und dann, mehr oder weniger, habe ich dann aufgegeben. Nicht? Und das war das letzte Jahr Biologie. Nicht? Das war in der 6. Das war das nach Oder der in 6. aus, oder? Ich weiß Ich weiß nicht. Ich Gymnasium weiß kenne es ich mich nicht. nicht aus, Nein, weil ich nachdem weiß ich ja nicht in der Oberstufe war, weiß ich das nicht. Ja, das war ja auch anders. Das war ja, was der jeder über Wirtschaftskunde. Das ist der Realgymnasium. Wirtschaftskunde, Ja, auf jeden Fall das System dann irgendwie kapiert und gesagt, um was geht's, was muss man lernen, was muss man tun, nicht wissen. Und das habe ich halt lange Zeit, habe ich das immer geglaubt, es geht darum, dass ich was lernen muss. Also ist im Studium dann auch so weit. Also wenn einer es gut organisieren kann, das ganze System schon durchschaut hat. Ich habe das ja bei meiner Ex-Frau, bei der Yvonne gesehen, die hat unter der Mindeststudienzeit den Magister gemacht, damals Geschichte, alte Geschichte. Ja. Aber nicht, weil die so übermäßig gescheit war. Man, die ist ja keine dumme Frau, sehr intelligent schon und sie lernt leicht, aber sie konnte sich das organisieren. Sie hat genau gewusst, welche Lehrveranstaltung da ist und das ist zu machen und da muss das und das machen. Und da kann ich aber gleich mit der Diplomarbeit auch schon anfangen vorher. Und somit war das, diese Organisation rund um, wie das alles funktioniert. Das musst du durchschauen einmal.
Ja, das kommt. Das- Das ist im Studium. das- Aber das hast du in der Schule nicht. Aber deswegen, und ich meine, man muss schon sagen, ich hab wirklich keine guten Lehrer gehabt. Ich hab mehr oder weniger liebe Lehrer gehabt, nette Lehrer, freundliche, herzensgute. Aber dass ich sagen könnte, ich habe gute Lehrer gehabt, weiß ich nicht. Glaube ich fast nicht. Aber habe jetzt aber auch, also das massiv schlechte Dinge, wüsste jetzt auch nicht, aber es war einfach, das war ein sinnloses System. Aber ich habe schon sehr wohl Lehrer kennengelernt, die natürlich das Beste geben und die ja wirklich alles rausholen, was geht. Und wenn du so einen Lehrer hast, dann gewinnt es ein bisschen. Aber das System bleibt trotzdem daneben. Was willst du machen? Ah, es hat schon definitiv ein paar Trotteln gegeben. Werken und Sport In der habe ich gern HTL gemacht. auch, es hat auch definitiv Arschlöcher auch gegeben. Ludwig und Sabine Saas, wenn wir das bestätigen. Wir wissen, von wem wir sprechen. Ja, Ja. Hauptsache positiv. War nicht der Herbert. Definitiv nicht. Nein, und ich meine, so ein gutes Verhältnis habe ich zu den meisten Lehrern gehabt, aber jetzt, dass ich mir gedacht habe, das sind gute Lehrer, das sicher nicht. Ja. Also wirklich nicht. Das war einfach, ja, das war so irgendwie und heute denke ich mir wirklich, schade um die Zeit. Wirklich schade um die Zeit. Ja. 1 und 1 ist manchmal 2, oder? Ja, genau. Für einen heurigen Musikanten magst du die kleine Matura. 3 Volksschulklassen oder Tanzstunde. Oder am Schwung geht. Tanzstunde, da muss noch einer unterschreiben, das reicht schon. Aber Fritzl taugt mir Werken und Sport, habe ich gern gemacht. Ich habe nicht einmal einen Sport, was ist mir noch mal am Zager gegangen. Jetzt ist mir die Schule schon weg. Und jetzt habe ich noch meine Anzeige und schwitzen auch noch müssen. Schweiz, nein, und vor allem das kommt die, so Turnlehrer in der HTL war der Yeti, der Herr Roland Maruner, der immer im Himalaya umeinander gerollt ist und so. Und der hat am liebsten Fuß bekommen. Das hat mich gar nicht interessiert. Ja, eben. Der hat schon meinen Onkel, den Onkel Norbert, unterrichtet damals, als junger als Sportlehrer. Da ist ein Ding schon gehabt. Und der hat ja Fußball gespielt, das war ja ein Potzenfußballer. Ja. Ne? Nur kein Fußballer. Also ich bin so enttäuscht, das ist so schlimm. Der Onkel Norbert hat ihm noch das Tor zerschossen am Sportplatz. Und der Patrick, kein Fußballer. Nein, leider nein. Es geht nicht um die Inhalte, sondern um den Reifeprozess, habe ich mir mal sagen lassen. Peter Prachtl, den Reifeprozess. Ja. Geht aber auch leichter vielleicht oder anders. Das kann ich aber, die reifen du von selber, da könnt ihr Inhalte auch noch reinkriegen. Das war der Sinn eigentlich dahinter bei der Schule. Ne? Im Wirken war ich auch gut, sagt der Wolfgang. Sport eher nicht, Musik war auch mein Interesse, vor allem wir hatten eine gute Lehrerin, die uns das sehr interessant beigebracht hat. Ja. Na, wie gesagt, also ich kann mich insofern nicht beschweren, weil ich glaube wirklich, die meisten waren bei der Sache und haben wirklich ihr Bestes getan. Und ich war halt nicht gemacht für die Schule und daher ist es noch mal schwierig. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, wow, ich habe super Lehrer gehabt. Und ich wüsste jetzt nicht an speziellen, das waren welche, mit denen ich wirklich sehr, sehr gut ausgekommen bin. Also die wahnsinnig lieb alles. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wow, das war ein super Lehrer. Oder diesem oder jenem Lehrer habe ich alles zu verdanken oder vieles zu verdanken. Ich meine, wird sicher nur geben, ja, irgend so mehr oder weniger Kleinigkeiten, aber also so weltbewegend, dass ich sage, wow, Das war so weißt du, was zum Danken hat? einprägsam oder was? Ja, gar nicht. In Fackerschwulfe, dem habe ich was zu verdanken. Das, was du heute tust Ja, eigentlich. das war mein wie heißt das, mein Jungscharführer. Ob das heute auch noch so heißt? Führer? Jungscharführer? Ich glaube schon. Ich glaube schon, nein, weiß ich nicht. Ach so, wegen dem Führer. Wegen einem Führer, ja. Aber damals hat Jungscharführer, ja, ja. Das hat so Ja, geheißen. ja. Das war mein Jungscharführer. Und der hat natürlich Gitarre gespielt und habe ich gesagt, das interessiert mich. Und hat aber Gitarre gezeigt. Die Grundlagen, ja. Und er hat sich wirklich Zeit genommen und bin einmal der Woche zu ihm. Ja, und genau das hat es gebraucht. Das war der Einstieg, hat's gebraucht. das war der Beginn der Weltkarriere. Nur da, du verstehst, da bin ich hingegangen und habe eine Stunde bei ihm gelernt. Und bin nach der Stunde so viel gescheiter heimgegangen, Ja, da ist was hängen geblieben. da ist es hängen geblieben. Das ist nicht nur Und das ein hat da mich raus. weiter Oder animiert. bis zur Prüfung, jetzt studiere ich mir das ein, lerne ich mir das ein, futz und weg ist. Nein, das bleibt, das ist bleibend. So Wieso? gehört Unterricht. Ja. Und da sage ich, na, der war für mein Leben enorm wichtig, weil bei dem habe ich Gitarre gelernt und der hat mir das... Wichtig aber und das ist auch- prägend. Ja, und ich habe ja innerhalb von einem Jahr, habe ich ja schon dann sehr gut schon gespielt können. Und singen natürlich auch, weil das haben wir da so Lieder gesungen, gell? Du weißt Ja, jetzt. genau. Und hat sich ja wahnsinnig bemüht, nicht? Weil natürlich diese Jungschar-Lieder war jetzt nicht unbedingt mein Repertoire Deluxe, aber
für den Anfang und da waren schon ein paar so dabei, so einfache, weißt, wo du dann auch zweistimmig singst dazu. Und da habe ich halt viel gelernt und die waren ja von der Melodie her schön und dann haben wir das so gesungen und ich habe das kennengelernt, eine Harmonie, ne, das auch mit einem Zu zweiten hören, wie Spielen du und das so, und so weiter. Ja. Die Hörbildung da auch dabei. natürlich. sozusagen. Ja, Ja. klar. Und das war, wie gesagt, da bin ich einmal eine Stunde in der Woche hingegangen und war so viel gescheiter und habe eine ganze Woche zu tun gehabt und habe geübt und so weiter. Das war so mein Sinnvoll. mein Sinnvoll. Mein Jungscharführer. Und die ganzen Professoren, naja. Na gut, spielen wir wieder was. Sabine Sass hat sich schon an, stimmt, ja. Wir wissen, von wem wir sprechen. Jawohl. Ich war im Ja, Rennen habe ich gehen dürfen, wie du schreibst. Sabine schreibt, hast du nicht laufen gehen dürfen statt Fußball? Ja, auch nicht spannend gewesen. Im Sommer, im Juni, bei 40 Grad auf der stauigen Oschenbahn. Der Fretzl, ich war in 2 meiner Am Lehrerinnen Postsportplatz. verliebt. Der Fretzl. Wirklich wahr? Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Wolfgang auch Musiktheorie? Nein, das habe ich nicht. Das meine ich auch, weil mit Musiklehrer habe ich ein super Verhältnis gehabt. Aber jetzt gelernt, Musik gelernt habe ich dort nicht. Das, also, Nein, aber stimmt. die Leute waren alle desinteressiert und daher, ja, der Lehrer das mehr oder weniger gut umgebogen, das war's. Viel ist da nicht, was hätte da gehen sollen. Nicht? Also, das, was ich gelernt habe ich alles privat gelernt, muss ich echt sagen. Außer Lesen und Schreiben, eben, wie gesagt. Ja. Die Deutschlehrerin, eine Japanerin, hat uns immer am Samstag Sagen vorgelesen. Nein, bei mir war es Original Otterkring, natürlich unser Deutschlehrer war natürlich Moslem. Ah ja, richtig. Professor Lanzl Der war. Lanzl. Ja. Und zwar Hatte ich nie. ein harter. Ist ja, mittlerweile ist gut, mittlerweile auch schon hohes Semester, aber ist dann bald, nach uns ist er ja auch gewechselt und wurde ja dann Rektor in seiner islamistischen Schule. Ja. Also es gab ja dann ein paar so Probleme mit Polizei sozusagen, also mit der Staatspolizei. Ne? Weil eben war schon ein Extremist. Ne? Aber der war sehr gebildet zum Beispiel. Hochgebildeter Lanzl, Lanzl. von dem, also wenn man jetzt sage, von dem habe ich das meiste gelernt, weil der war gebildet. Ich habe ein paar Supplierstunden Ja. mit ihm erlebt Ja. und die waren großartig. Ja. Der war gebildet und wir haben dort auch wirklich die deutsche Literatur kennengelernt. Und das war schon, wenn man so will, ja. Aber es ist ja klar, wie es passt nach Otterkring. Mein Deutschlehrer war Moslem. Aber hat sich schon herausgehoben, aber er ist schon so radikal, hat den Frauen keine Hand gegeben und so. Nicht? Und dann, aber er war jetzt als Lehrer, der war auch streng, aber der war irgendwie, der war als Lehrer nahbarer, weil das war jetzt nicht der Haverer, sondern das war schon eine Respektsperson, aber der hat den Respekt gekriegt, weil du gemerkt hast, der Typ hat was am Kosten. Das war das. Ja. Respekt, nicht weil er eingeflüstert, sondern weil der Ja. einfach eine Intelligenz gehabt ja, hat. Ein gebildeter Mensch war. das Ja. hast du sofort Dann hast du automatisch, gemerkt, ja. Da haben wir noch andere Lehrer auch gehabt, die auch so, wo du sagst, nein, die haben schon was drauf gehabt grundsätzlich. Nicht? Aber ja, das war halt irgendwie spannend. Aber Deutschlehrerin und Japanerin ist auch nicht schlecht. Aber gut, ja, meine Tante, die Tante Ilse, Gott hab sie selig, die hat nach England geheiratet und hat in England war sie Deutsch- und Englischlehrerin. Großartig, Englisch nämlich auch. Ja, Super. in England, Englischlehrerin. Also, ja. Sing es auch mal ein Jungscharliert. Oh, nein, kann ich keinen. Weiß ich weiß gar keins. Ich weiß nicht wirklich keins. Zu manch Ausgewanderter aus meiner Verwandtschaft, mütterlicherseits, war ein gelernter Tischler, lauter Handwerk und der eine war sogar Lektor in einem Verlag, in einem großen. Ja, Also, ich mein, ja, alle Achtung sage ich da davor. Ja. definitiv. Der Startkurs. Bei uns war eine Strafe, ein Gedicht auswendig lernen. Ich habe es dann freiwillig gemacht. Gedicht auswendig hat mich nie gestört. Hat es aber in der HTL bei uns dann nicht gegeben, in der Unterstufen ja, ein paar. Aber wurde nicht Dings, ich hatte 3 Jahre lang eine wunderbare Deutschlehrerin, die eigentlich eine Lateinerin war, Zeilinger, die Alice, ne? Die war ja in der Unterstufe mit dem Klassenvorstand. Die hat mir Deutsch beigebracht, also das ist Da war so ein Sprachfehler gehabt, das war super. ja, großartig. Aber die Eine war leibend. entzückende Person, aber Ja, auch auch streng. auch intelligenter. Und Ja, der- das war so streng. streng, aber ich habe mich mit ihr sehr gut verstanden. Ja. Nein, aber die Gedichte auswendig lernen haben wir nicht viel müssen. Nein. Also ein paar klassisch halt. Zauberlehrling kann mich noch erinnern, ja.
Althochdeutsch. Tausender. Alter von der Vogelweide und so haben wir ein paar gelernt. Das hat mir irgendwann Spaß gemacht, weil das war wie eine Fremdsprache. Ne? Das war schon spannend. Ja. Der Wolfgang sagt, wir hatten einige Zigeuner in der Klasse, da war Musik und Musiktheorie fast ein Hauptthema. Ne? Das glaube Ja, ich. das glaube ich, ja. Ja. Hat eh Zigeuner in Fußnoten eine. Wie heißt das in Stricheln? Ja. Ja, früher, das hat man so gesagt. Ja, Ja, das war so. Ein Zigeuner. Im Englischen heißt es immer noch Gypsy, aber Gypsy ist ja zum Beispiel ein ganz anderes Wort. Das Der Stamm kommt anders, ja. Nein, überhaupt nicht. Der Gypsy kommt von Ägypter. Die Egypts. Und das war, weil die Leute haben die gesehen, mit den bunten Wegen und das, nicht? Und das war für sie Exoten. Und das exotische Land, was damals halt jeder kennt hat, war Ägypten. Ägypten, ja. Und jetzt haben und auf Englisch die Egypts. Und so da kommen Egypts. Und dann ist immer Gypsy halt draus. Im Englischen. Nicht? Also es ist es ist im Zigeuner wieder ein ganz anderes Wort. Ich weiß gar nicht, wo der Stamm ist, aber es heißt ja sowas wie reisendes Volk oder irgend sowas. Ich glaube, dass das Wort selber kann man jetzt wirklich nicht so Ding hernehmen, aber ja, man will es halt auch nicht mehr verwenden aus irgendeinem Grund. Und weil es halt auch nicht Ding ist. Es soll sein, ist mir recht. Ich weiß ja nicht, was du sonst tun kannst, weil Roma, Sinti, das weißt du ja nicht. Das weißt du ja nicht zwangsläufig. Nicht? Aber jetzt, wenn du sagst, Zigeunermusik ist ein Begriff. Das ist ein Begriff, das ist nichts Besseres. Gar nichts Besseres dabei, gar nicht. Aber ja, na, mein Gott, weißt du, Kein Hintergrund, kein besser. so, bevor wir spielen, noch einen geschwind Blick nochmal. Meine Deutschlehrerin hat Jutta geheißen. Später hat sie auf Schriftsteller umgesattelt und heißt jetzt Julian Schutting. Franz M. Echt? Naja, Sachen gibt's. In meiner Schule war ein Lehrer, der hat nebenbei in Serie Nebenrollen gespielt. Außerdem ist er mit dem Motorrad in die Schule gefahren. Ein riesen Lakel mit dem schwarzen Motorradleder. Jawohl, das hat dich wieder beeindruckt, gell? Die Zigeuner aus Wiener Neudorf waren besser. Bessere Freunde als die anderen. Ja, gut, ja, warum auch nicht? Ne? Das ist, Zigeuner ist kein Schimpfwort, sagt der Wolfgang. Ja. Ja, du hast genug in deinem wirklichen Freundeskreis, ja. Haben wir gestern plaudert nämlich, ja. Aber es ist halt was, was halt wer und wer ist Schimpfwort. Apropos Motorrad, mein Klassenvorstand im Gymnasium in der Unterstufe, da ist auch Motorrad. Bei Musiklehrer, wenn man Der laut Hasenleitner, das ist auch Ja. ein Motorrad gefahren. Ich war ja. Hasenleiter auch mit dem Motorrad. Ja, ja. Die mit dem Max sogar ein Moped So ein so Tour drauf. hat er gehabt, ja. Ja, der Jetzt haben wir ja aufgehört. Ja. So, komm, 2 Stunden. Mein Musiklehrer ist immer gekommen mit der, wenn er Miliz. Er war dem Milizoffizier und da war man als Gradmelder oder was ist mit dem Motorrad in Uniform mit dem Motorrad rein. Und das war So so super. drauf. Der war ein super Typ irgendwie trotzdem. Nicht? Der war Boxer, Amateurboxer. Hat natürlich alle Instrumente gespielt, irgendwie was weiß ich, was Mögliche. Ne? Naja, Der Theo. Ja, Großartiger Bassist. Ja, war der Musiker mit Aber Leib und Musik, also. Aber eben wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, als Lehrer, der hat noch, weiß ich nicht, das war ich meine, der hat sich halt ums bemüht und hat diese Schulband aufgebaut. Nicht? Also, diese Sachen schon, also es gibt, ist nicht so, dass er jeder Tag für mich ein Grauen fährt. Und die Leute, Nein, sicher nicht. aber es ist wahnsinnig, Na, wie du schon gesagt hast, ineffizient das Ganze. Und das ist darf was, bloß nicht sein. das ist furchtbar sowas für mich. Schau, der KTM-Junkie so, da, jawohl, KTM-Junkie. Der- So, jetzt haben wir lang geplaudert über die Aber Musik, sehr, über die sehr Schule, wohl. über die Schule. Wo spielen wir denn jetzt? Die unsägliche Schule haben wir geplaudert erst. Zum Schluss wieder Leute verkränkt. Was machen wir? Reis was Machen wir. Mir fällt jetzt nichts. Da hol ich mir voll jetzt schon was ein. Ich habe schon lange nicht gespielt in der Pavlatschen. Bringst du den zusammen? Was denn? Ich weiß nicht, wo du redest. Da waren wir vom Motorradfahren gerade reden. Achso, den willst du spielen? Ja, das ist ein schwerer Nein, Tag und gewesen, da will er heute das machen. Nein, ich muss gerade einfach nur. Nein, bitte mach was, was glaubst du? Du musst den Helm aufsetzen. Ah. Aber ohne Helm ist nicht so lustig. Ich mag keinen Helm aufsetzen. Ich will ja nicht aufstehen. Helm. Soll ich den holen? Nein, ich brauche ihn nicht. Nein, ich brauche keinen. Ist der Weiße oder was? Mhm. Dann geh ich holen. Das ist ja wohl der Beate jetzt. Vielleicht Ist ein mache ich alles. Ist ja Ist so, ja- oder? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja. Der biegt schon so.
Naja. Ja, Wie geht der wieder auf erst? Das ist ja. ja, ist dann. Schau, man kriegt sie hin. Jawohl. Hoppala, das ist. Passt aber schön zum Leiberl. Schaut gut aus, schaut gut aus. Anschneiden tue ich mich nicht. So, für euch tue ich ja alles, gell? Dass das ihr lustig habt. Das sind Gustavwiese, gell? Gustav. Hören tue ich nicht mehr viel jetzt, aber das Das macht nichts. ist eh besser. Sollen wir anschneiden auch noch? Wie du es, Nein, Party. das lassen wir so. Das ist, der andere Helm ist halt oben, da müssen die auffällt. Das ist mir jetzt aus. Es reicht, wenn du einen aufhast. Mehr ist ausreichend. Calimero lebt. Gehen wir's an, nicht? Was, Schrei oder? nicht so. Ich bin bereit. Schau nicht so. Achso, jetzt. Ja, aber es ist automatisch, ihr kennt es ja. Also zumindest die Motorradfahrer reden. In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen. Auf öde Minenstraßen Nummer 104. Ich brauch ne Rahmen mit der Moped Huppen. Schon sind die Puppen wie die Wüden vor der Tier. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Bicher, nicht wahr? Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Bonne. Mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das betone. Komm, schwing die auf, Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12er Haus. Zuerst kommt der erste an, der hat einen gesunden Klang. Bei meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Mit der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuffrierl so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reingebraust. Der Zeitungsstandel, der schon 3 Meter vernandelt. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt einen Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorn bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht so schlau. Das muss man sehen, wie ich mich mit Raumdecken. Dabei ist mir meine Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie gekoscht und ganz verschwunden. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn in den einen kickt, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbel haben wir leider Boot so frei. Ich fahr eine super Fahrt mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Baum, den Scheibe zusammen, der hat ein Letten. Jetzt ist mein Vorderradl hinten vor verkehrt. Und beim Kleinen da vorne weg, da ramme ich die Stirn klein da weg. Und bei der nächste Kurve steht da, nein, warte mal, wir haben's gleich. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiwi. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, aber ein Diebe. Jetzt nimmst den Kiwi weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der runter bis zum Hals, dann er ist schämen, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in der Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, ja was war's ja denn Belone? Meine Hände können da sein, nur das Moped muss noch da sein. Meine Haxen können weg sein, nur die Kraxen muss noch geht sein. Aber hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Jawohl. So geil, mein lieber Herr. Jetzt kann ich mir wieder den unsäglichen Calimero annehmen. Oder ein Calimero, jawohl. Wahnsinn. Hoffentlich ist er nicht bicken geblieben, aber schon. Das schaut der Harry schnell auf Front. Eure Frisur schaut aus wie ein Höhlen. So, irgendwas kein Lau. Heute heißt es nicht sesshafte Ethik. Dankeschön. Bitte gern, Party, bitte gerne. Schau, erfolgreicher Musiker, wieso trinke ich abends mehr Wein, seitdem ich diesen Livestream entdeckt habe? Ja, das darfst du uns nicht fragen. Bitte Das frag darfst uns du- was Leichteres. Das ist eben, ich weiß es nicht. Bitte. Aber schön, dass du da bist, zum Wohl. Setz einmal einen Schluckel, Nee, einen Schluck. ich schlink mir Schluckel noch ein. Ja, wenn du schon beim Schenken bist, beim Schenken. Bitte, ich Jawohl. gieße es so. Eure Frisur schaut aus wie ein Höhlen. Bravo, das wieder. Ja. Passt aber sehr gut, sagt die Susanne Moser. Danke, das schmeichelt mir. Statt Ja. auch die Schlurfrakete. Danke. Jawohl. Und auch vom Wolfsbeck und du die vorne durch die Achteln. Klar.
in die Türkei. Mit seiner Husqvarna. Da wieder mit seiner Maschine. Liebe Burti Meg ist da, liebe Bratschisteri, ich bin im Zug von München nach Luzern. War ein langer Tag, wird gleich Kopfhörer anstecken. Jawohl, die Meg ist im Zug und ist Servus, Christi. sehr, sehr leibend. Ich hoffe, wir sehen einander bald wieder, ja? Nachdem die Wildcat auch da ist, haben wir schon länger nicht gespielt für unsere Nymphensittiche. Für Sani und Mutzi, Na, was kann die, das? die einzigen Wien-affinen und Wienerlied-liebhabenden Nymphensittiche der Welt. Müssen wir eigentlich, haben wir jetzt schon länger nicht gespielt, glaube ich, das Vogel, oder? Ich bin mir nicht sicher jetzt, aber Ich glaube nicht. spielen wir es einfach. Spielen wir's auch wieder. Das macht ja nichts. Ja, spielen wir's. Spielen wir es halt. Bist du Ich bin im, bereit? ich bin im Bist du am Anschlag, Start? immer im Anschlag. Ich sitz auf der Wiesn, na Großhalm im Müll. Die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Pfeifer ist der Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal beim Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja, da spring ich verfreit, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schon fest in die Mähnen hinein, als sagten sie möcht die deinige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh sie heim, ich bin lieber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es zwitschern, jawohl. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt Klause, du Gauner, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Es geht aber Nachschmack, bitte, Herr Professor. Jawohl. Yes, yes, Jawohl. yes. Die Sani und Mutzi. Unsere Nymphensittiche und die für alle anderen. Wird, gefällt mir, gefreut Sehr mich schön. und alles überhaupt sehr leid. Schau, da kommen natürlich Echt gefällt es auch. Harmonika-Emojis rein. Das ist ein Wahnsinn. Danke euch, ich danke euch ganz herzlich. Aber schaut, sicher ist die Susanne Moser, mein Vater hat ja auch eine Pony und unterwegs war genauso, wie du jetzt gesungen hast. Weltklasse. Das ist sicher leibend. Das gehe ich voll, jawohl. So, da blende jetzt gleich, Blenden Sie nochmal ein. in Schmattes. Danke euch auf jeden Fall mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Ihnen dieses Schulprogramm gefällt, zusagt, ja, wenn Sie sogar Begeisterung aufbringen können, dann überlegen Sie sich doch das ein oder andere Schmattes, Obolus, Backschisch oder wie auch immer man es sagen will, eine pekuniäre Zuwendung für die 16er Buben übrig haben, dann werfen Sie das doch in das virtuelle Körperl hinein. Der virtuelle Hut geht rum und steht bereit für kleinere und größere Beträge. Jeder Betrag ist herzlich willkommen. Wir danken herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit und bedanken uns schon beim ersten Großspender, nämlich
Wildcat. 5 Euro für Wildcat von Sani und Muzi, jawohl. Liebe Wildcat, ich danke dir ganz herzlich. Das muss ich da gleich. Jawohl, da schau her. Danke Muss ich sofort einen Schluck nehmen. Dankeschön, jawohl. Sehr zum Wohle. Danke vielmals, sehr zum Wohl. Na, und wie gesagt, wir danken euch herzlichst für eine Zuwendung, so ihr denn wollt. So ihr denn wollt. Ihr findet die Daten natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch die Musik gefällt, haut es euch. Müssen keine, ich sage immer dazu, es müssen keine großen Beträge sein. Können natürlich große Beträge sein, aber auch Kleinvieh macht Mist, wie man so schön sagt. Und Ist so, das ist ganz natürlich so. ja. Und wenn man, ich sage immer so, wenn einer sagt, ja, pass auf, ich zahle ja jetzt einen Gespritz an jeden, ne? Oder ein Viertel oder ein Achtel, je nachdem. So, das tut es ja auch schon. Du einfach, welche Achteln wir trinken, wenn die wüssten. Was ist noch wisst? Hatte nur eine Bucht, die ist 50. Wolfgang, ja, 50, also in Ordnung, ja, voll in Ordnung. Mehr Knäpferl, der Patrick braucht mehr Ich Knäpferl. muss mir ja andere, das ist die 4,5 Oktaven sind noch zu wenig hier drauf. Ich brauche eine mit 6. Ja. Weißt du, wo man die nicht mehr sieht? Bei mir geht es ja, bei meiner Größe ist es ja kein Problem. Das Weißt? reicht, ja. Es gibt auch andere Quetscher in der Wienerlied-Szene, da ist die fast schon zu groß. Das stimmt. Wir schütten Bitcoins in. Das war aber auch was, bist gescheit. Siehst du, das war eigentlich, eh? Aber wie geht denn das? Wie kindert man Bitcoins? Kenne ich mich nicht aus. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich meine, ich Nein, habe das weiß ich Du besitzt, ja, also aber- ich wollte jetzt sagen, ich besitze Bitcoins, das war schön. Ich besitze ein paar Anteile. Also halt nicht so. Aber also, Nein, da hätte ich damals, naja, das war. hätte ich damals die 1000 Euro investiert. Naja, das waren halt. Naja, aber da Das waren war, 1000 Euro. weißt du, nachher weiß Viel man. Geld, nicht? Und da sagst du, wenn die 1000 Euro weg sind, pff, du Deppert, ne? Ja, genau, da waren wir jetzt beide schon, reden wir schon von Ja. Privatiers. Weil da hast du damals, das war fast ja noch 1 Euro ein Bitcoin, nicht? Fast. 10 Euro ein Bitcoin, das ist ein Wahnsinn. Nicht? Na gut, wie auch immer, haben wir nicht, ist nicht, gar nicht. Ich habe das Auf wirklich jeden Fall- überlegt gehabt, das kurz, wirklich so ernsthaft sogar mit der Yvonne damals besprochen. Ja, gehabt, ich und weiß, das, ja. haben wir das, ja. Nein, ich habe da ein bisschen was in meinem Portfolio, wie man so schön sagt. Aber ja, auch nichts, mit dem ich jetzt, also könnte man einen Bagger jetzt nicht kaufen. Aber ist ja wurscht. Also ein bisschen was hat man aus Hetzjux und Tollerei, aber es wäre, aber ich wüsste jetzt wirklich gar nicht, wie das überhaupt geht, wenn ich habe diese Bitcoins, wie ich es mit denen zahlen könnte. Ich weiß das jetzt Ich glaube, das muss man wieder umtauschen zuerst oder so. Nein, das ist ja der muss man Sinn. in Das so geht schon. weiß ich nicht. Ich habe nicht die Bitcoin, aber das muss man mal anschauen. Ich weiß Das nicht. war vielleicht kein Fehler nicht, ne? Naja, nein, es ist ja, da ist es ja schon gedacht als Anlage. Nicht? Nein, es wird schon gehen, wie gut, das wird schon gehen, aber ich hab das nie vorgehabt daher. Aber es Dafür war war das war nicht Priorität Nummer 1. Nein, Ja, nein, klar. ich meine, ich habe das halt jetzt, dass ich es halt habe, ein bisschen eine Anlage, aber das war's. Aber dass jetzt damit zahlen, das sonst- wird schon gehen, da muss man es halt wahrscheinlich dort irgendwo einladen oder was weiß ich was, dass man halt dann. Es muss gehen, ja sicher. So und so viele Anteile. Sicher geht's, aber wie? Aber wie? Das weiß ich nicht. aber das war wieder was Aber wie? gewesen, nicht? Also, wenn wir Bitcoins annehmen. Nicht? Die ersten Weihnachtslebkuchen sind schon in den Läden. Ja, stimmt, haben wir auch schon gesehen. Bei uns Ja, auch so schon. Spekulatius habe ich schon gesehen. Ich war schon versucht, eins zu kaufen, ein Packer. Aber ich dachte, nein, das ist für mich zu Weihnachten und jetzt früher gibt es das nicht aus. Nein, da bin ich ganz streng gewesen zu mir. Die Mägi war 2 Tage am Oktoberfest. Ich liebe es, Leibern. Der Wolfgang, das war mehr meins. Einmal am Oktoberfest und nie wieder. Ja, Wolfgang, bin ich bei dir, ich war dort auch einmal, ja. Mit der Ottergringer Brauerei damals, nur mit ein paar Leuten. Aber ich bin da überhaupt nicht so Ist nicht meins gewesen, muss ich ehrlich sagen. solche Festivitäten. Ja, es ist so, ein Botzen und wir wirklich. Ich war völlig fertig noch, ja. So, Thomas Faber hat sich gewünscht, ne? Für seine Holde, für seine Frau, also für seine Freundin. Mama, bitte schon Ja, mal, ne? Alles mal. Mama, ich bitte schon mal. Ich bin's der Bulli, der Bub. Wirf mir den Schlüssel drüber. Hilf mir das Haus durch
dazu. Spät ist sie hätte Zoll, tun wir es die anderen wollen, aber zu ausgehen, hab ich mich geniert. Mama, ich war so blöd, geh, sag's dem Vater nicht, weil mir sonst eine schmiert. Apropos schmieren, sag ich mir so, ich seh's ein Geld in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die war ich sowieso oder war ich nur ein depperter Bub. Spurten die Tränen, die Antenne schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu den Alten, der soll auf die halten, ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Einer hat immer das Moment. Einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Moment, weil ich vom Glück kein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jawohl. Wunderbar, wunderbar. Geht mir auch so. War 18 Jahre in München am Wochenende das Oktoberfest, ist echt arg. Ich kann mir das vorstellen. Das ist 15 € die Maß, sagt der Harry Steiner Fonte. Und die Leute zahlen das. Sonst wird gejammert, alles ist so teuer. Ja, stimmt. 15 Jahre habe ich vernommen auch, ja. Das Aber ich meine, das musst du dir ja vorstellen, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, das ist jetzt, kommt mir nicht so ewig lang vor, da hat es geheißen, das Maß kostet 7 €. Und das war ein Aufreger. Das war im Zeit im Bild. Das war eine Riesengeschichte. Ein Aufreger, weil das sind über 100 Schilling. Und das in Bayern, ne? Ja, das ist ein Wahnsinn, Wahnsinn. ne? Und jetzt sind wir bei mehr als dem Doppelten. Das ist irre. Ja, aber wie gesagt, es muss ja dann taugen, sowas. Ne? Ja. Serpentinen nach Hause habe ich auch bewältigt. Ja. Wahrscheinlich ähnlicher Fall wie Mack. Man braucht eine richtige Führung, dann erlebt man es anders. Ich glaube auch, also es gibt ja da diese alte Wiesen auch, nicht? Quasi. Nein, Ja. es ist sicher, also wie soll ich sagen, mich interessiert es nicht einfach, weil mich grundsätzlich Veranstaltungen mit vielen Menschen nicht interessieren. Man hat es jetzt auch wieder gesehen, zum Beispiel auch wieder dieses Derby beim Fußball. Haben wir gedacht, ja, schau, das Weiß ich, warum ich dort nicht Ja. nicht hin will. Wir sind dort zu viel Leute und es reichen bei vielen Menschen reichen ein paar Volltrotteln. Es reicht vollkommen aus, dass alles eskaliert und der ganze Ort ist beim Teufel. Nein, ehrlich Und der gesagt, ganze Spaß das ist interessiert vernichtet. Ja. Aber es ist, ich mag halt grundsätzlich nicht. Ich mag es nicht. Wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind. Ich mag das nicht. Daher bin ich da sowieso schon ein bisschen abgeneigt. Nicht? Aber ansonsten, ich bin Aber sicher, das war spannend oder hat Auf Wiesen, seine gerade die Reiz. alte Wiesen mit den Musiksätten, wo wirklich echte Volksmusik gespielt wird. Ja. Der Ratzgerband hat auch schon Ja, gespielt auf der alten aber Wiesn. warum soll Ist ich auf alles die viel Wiesen geil, gehen für aber da Volksmusik? brauche ich dort nicht hin. Weil der Punkt ist der, für mich nicht jetzt das Zelt selber, jetzt tut Ja, das ja. vielleicht jemand oder keine Ahnung was. Mir reicht es, dass ich dort hingehe. Und die Leute Und die Leute sind, bis ich und bei den Leuten dort durchruhe bin, schon. und beim Heimgehen auch wieder. Ich weiß, wie man eingeladen auf der Wiener Wiesen. Da waren wir gemeinsam sogar, ja. Wir beide, ja. Waren wir beide, ja. Ich meine, super Tisch, ganz viel. Ganz viel, ja. Eine Spitzengruppe hat Die gespielt. Saubarton haben da gespielt damals, ja, ja. Und wir haben natürlich gesagt, naja, jetzt sind wir da, jetzt geben wir es uns schon. Nicht? Also jetzt spielen wir schon mit einfach. Nicht? Ja, wir haben mitgespielt. Und war ja jetzt und alles. Und ich war erstaunt, wie gut organisiert das dort war, so mit dem Bier und so, das ist wirklich alles super gekommen. Alles. Und dann war halt das Heimgehen. Und da hat es mir wieder graust vor den Menschen. Ja. Vor diesen drei Nämlich wirklich, wirklich schier. von diesen arg so, wirklich arg so von arg
angegrunzten, angeschissenen, angespiebenen Leute, denke ich mir, Alter, das geht's ja nicht. Nein. Weißt du, auch die Madeln, oder, das sind mit Dirndl, sind sie herum und sind da herumgerollt, also, da haben wir gedacht, nein, ich will das nicht sehen, ich will das nicht erleben müssen. Und da kann es nur so leibend im Zelt gewesen sein oder sonst was, weil auch wenn ich dann durch muss wieder durch diese Durch die Meute, Angespiebenen und überall Ja. Seils und nein, geht furchtbar. Nein, da bin ich nicht dafür. Nein. Das ist mein Bruder genau gleich auch. Ja, Ja, das nein, haben wir das auch. ist nicht Das nötig. ist- Da geh lieber zu einem Wirt. Meine Cousins auch alle. alle. Ja. Das ist, da gehen wir lieber zum Wirt. Ja, genau. Das Ja. ist- Aber bei der Ecke wissen wir ja, ne, wohnt ja um die Ecken, genau. Ja, ich mein, jetzt, wenn ich dort war in der Zeit und ich hätte die Möglichkeit, dass ich da hinkomme und einkaufe, ich meine, ich wüsste jetzt wirklich nicht, warum ich mir das Auto und so, aber wenn sich das jetzt ergibt, nicht, und dann schaut man sich das auch, ja, warum nicht? Ja, also ich bin jetzt so nicht so abgeneigt, aber das Problem ist für mich wirklich eher, dass es eine Veranstaltung mit vielen Menschen ist. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Ja. Unser Haus in München hat uns dann in den englischen Garten. Was ist was passiert? Wahnsinn. Botschart wieder weg. Der Botschart war es gewesen, wenn es geflogen war. Ne? Naja, das war dann super Botschart. Hättest du die Stecke reingeklatscht. Ja. Ja. Das war- Im englischen Garten, so ein Bierfrühstück, sehr leibend, mit bayerischer Quetschmusik. Ja. Das hat keinen sicher mehr. Vor allem die alte Wiesenecken. Ja, ist sicher leibend. Ja, sicher. Aber ich denke mir jetzt, die alte Wiesen ist sicher leibend. Nur, ich sage einmal, ich denke mir halt so, das ist jetzt wirklich, das ist einfach ein Vorurteil meinerseits. Oder ja, das weiß man nicht wert, das ist die alte, weil wirklich, also auf Volksmusik, also, ja, das kriegst du woanders da oder irgendein an Kirtag, was willst du so in die Richtung, na, das wird es woanders in Bayern auch geben. Da muss ich nicht auf diese Betonplatten dort hin, nicht, wo die, und das alles, und diese Riesen, wir haben einen in München einen kennengelernt, so einen Wiesenwirt, der hat jetzt dort eines der größten Zelte bekommen, da arbeitest du ja lange hin, ne, bis das geht. Das ist ja ein Aufverarbeiten, definitiv dort. Ja. Und so wie es erzählt, habe ich gesagt, ja, beeindruckend, was ich da höre, aber definitiv für mich nichts anderes als wirklich abstoßend. In Wahrheit für mich abstoßend. Und jetzt denke ich mir, na ja, warum soll das hin? Aber mir geht es, glaube ich, da trotzdem auch, es gibt jetzt sicher auch schöne Zeiten. Ja? Also wenn du sagst, das ist auch wie Ottergänger Kirtag, ist ja ein Unterschied, ein Sonntagvormittag oder am Samstag am Abend. Am Abend, ja. Da wird es auch was anderes anspielen oder was so. Also das wird schon sein, aber wir sind viel Leute. Das heißt, ich muss es nicht unbedingt haben, sagen wir so. Ja. Da bin generell sind wir leidscheu. Ja, Du ja. du noch mehr als Ich ich noch mehr, eigentlich, ja. interessanterweise nämlich. Ja. Ja, das Aber ist das ist so, ich kenne die, was. für Menschen, Ja, ja. das macht mich um. Ich brauche es auch nicht oft, da machen wir schon so ein Getümmel kann schon mal sein. Naja, Getümmel, das kommt nicht drauf an. Ich bin schon gerne unter die Leute. Aber so diese Massen, das liegt mir nicht. Das ist eine Mose, Das ängstigt dich quasi. Ja. 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 Nein, nicht Angst in dem Sinne, aber nein, das ist nicht leibend für dich. Nein, für mich ist es eine unberechenbare Geschichte. Das ist es, ja. Eine Masse an Menschen, es ist für mich so eine unberechenbare Nein, Geschichte. Du siehst eher Massenpanik oder was. Die Leute werden, du kannst gar nicht sagen, die Leute werden deppert, sondern die folgen ihrem Instinkt Das und ist- dem menschlichen Ding, aber du bist hin. Ja, wenn sie die, Wobei, das ist jetzt nicht der Masse Grund, ich habe betrifft. jetzt keine Angst vor Massenpanik, aber ich sage nur, für mich, das ist eine anonyme Masse. Und wenn ich jetzt auch beim Ja, ja. Taschler das ist spiele, ein eigener Organismus. ja, genau. Wird das nämlich, ja. Und das sind alle entmenschlicht, die einzelnen Menschen. Das sind dann wie Das ist Zombies, auch- die als ja, ja. ein Als ein Borg-Kollektiv agieren. Ne? Ja, das war vom. Jetzt haben wir da Ding. Aber beim Taschler, da sitzen 50, 60 Leute. Das ist kein homogenes. Das ist Maß. überschaubar Das noch, ist, ja. da ist ja jeder Da sind persönlich. Abstände dazwischen und Ja. das ist Dings, da Ja, das schiebt ist noch ja jeder keiner persönlich. einen anderen durch die Gegend oder so, ja. Das ist das, was ich auch nicht mag. Das ist dieses, wenn du einfach nicht mehr raus kannst. Du Ja. bist wo drinnen, dann wirst du da durch die Gegend geschoben und von einer Seite auf die andere. Nein, ich Nein, brauch's wirklich. das mag ich auch nicht. Ne? Neustifter Kirtag ist ja auch ähnlich, ja, Franz, eben genau. Ja. Da war ich vor Jahren am Neustifter Ewig Kirtag. nicht mehr mehr. Und eben, das war wahrscheinlich, sicher, aber schon wahrscheinlich 20 Jahre Ja, her. wahrscheinlich, ja. Und dort war es eben genauso, wie gesagt, ich gehe nie wieder hin. Das war und nämlich, das ist so, du wirst da geschoben und da sind dann lauter grausliche Leute. Weil sie angesoffen sind und sich nicht im Griff haben. Zum Das ist Teil wirklich, furchtbar.
wirklich schon besudelt und angespielt. Ja, furchtbar. Furchtbar. Wow. Bin nicht hakelig, aber da bin ich, ich bin schon hakelig irgendwo. Nein, das brauche ich wirklich nicht. Furchtbar, solche Fesseln brauche ich auch nicht. Ja, aber so sein muss. Da sind wir eins. Der Wolfgang sagt, ich bin auch der Meinung, wenn man offen hat, soll man den sehr stolz nach Hause tragen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin gestern habe auch meinen Offen sozusagen mit dem Taxi heimgeführt. Dazwischen immer wieder eingeschlafen. Mein Munkelrein hat sich sehr amüsiert. Vor allem, wenn ich dann immer aufgewacht bin, immer geschaut habe, wo wir sind. Hast du richtig gesehen, wie die. Wo der rattert alles da rein, wo man die Zahnräder umrennen laufen. Das ist super. Ja, krass. Ja, da war ich schon froh, wenn ich ins Bett gekommen bin. Ja, das war schon. Sehr interessant ist der Aufbau der Wiesen. Das glaube ich schon, Fritzl. Ja. Die Maggie sagt, es gibt ja Volkstänze in Tracht, Peitschenschlagen und so weiter. Und das Bier aus dem Holzfass im alten Augustinerzelt. Glaube ich, Maggie, das glaube ich sofort. Ja. Ist sicher leibend. Ich verstehe dich genauso auch. Ja? Das, aber trotzdem, ich muss vorher. Gut, du wohnst dort wirklich um die Ecken. Nämlich, Aber ich sage, aber genau, ich stelle mir so vor, ich muss ja vorher und nachher bin ich in diesem Pult von Leuten drin, die ich nicht mag, bis ich dann dort bin und dann sehe ich es und die Sachen, ja. Also ich glaube schon, dass da sicher viel Leibende auch so mit einer Brauchtum hochgehalten wird zum Teil, in den meisten Fällen nicht, aber diese alte Wiesen so sicher. Und es ist ein bestimmter Hetz mit dem Fahrgeschäft dort und was weiß ich, was halt wie ein Rummel halt. Ne? Aber ja, ich weiß halt wirklich nicht, warum ich das machen sollte, sagen wir es so. Ja. Überhaupt, wenn du siehst, wie die auf den Tisch stürmen, ja Wahnsinn. Michael Unger, ein Wahnsinn. Über solche Menschenmassen habe ich auch gestern gesprochen, so wie ein Konzert im Stadion. Ja, Wolfgang, genau. Man muss sich genau auskennen, wann, wo, wie, eben dann geht es gut. Das glaube ich auch, also das wäre sicher, sicher so. Also wenn ich jetzt sage, naja, jetzt möchte ich mir die Wiesen anschauen, ne? Dann würde ich auch sagen, naja, pass auf, schauen wir mal, wann die Meg ist, oder was du, dann nicht, würde ich auch schauen, dann ist dass ich mit ist eine andere Geschichte, das Ganze. Ja, dann ist was das ist eine andere Geschichte. Dann ist was anderes. Und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm für mich, würde mir stellenweise sicher auch gefallen. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich sage, okay, jetzt war ich auch mit dort, war es ja nicht. Aber das reicht wieder. Also glaube ich wirklich, dass das so bei mir wäre, aber ja. Wir werden es jetzt so bald feststellen. Ja. Klaus, deine Frau ist sehr leibend. Das weiß ich Wolfgang, aber Dankeschön, wird sich freuen. Abgesehen davon gibt es Kirmesorgeln und vor allem das Schießen und Bogenschießen. Ja, Nege, weißt du, das war nicht so, wie kann im Brader geben bei uns. Ne? Das ist jetzt kein. Wegen dem, die jetzt nicht aufs Oktoberfest fahren. Ne? Na, ganz blöd gesagt, wenn ich schießen gehe, gehe ich zum Schützenverein nach Mistelbach. Ne? Aber da kann ich Brader geben. Ja. Das ist dann Brader. Aber klar, ich kenne die Schleichwege, sicher, ich meine, wenn du daheim bist, die auskennst und so, nicht, dann, das ist natürlich dann auch. musst mehr außer, das ist das Ja, viel mehr, du bist viel schneller nämlich schon dort drinnen, ohne vielleicht durch die Menschenmassen zu müssen. Aber zum Beispiel Der trotzdem, kleine Umweg auf der Seite rein. Ne? aber trotzdem kostet das Moos auf 15 Euro. Ne? Und ich weiß, kriegt ja er das Grillen auch, wahrscheinlich mit meinen Dauer kriegen, nicht? Aber weiß ich nicht. Auf Weil ich der- will gar kein Moos, ich will das nicht, ich will kein Liter Bier. Trink mal lieber. Trink mal ein Achtel dabei einmal. Oh, der hat gelungen, Der war schön. Auf jeden Fall, wenn ich mal auf die Wiese aus irgendeinem Grund komme, dann müsste ich sagen, Mege, hast Zeit. Ich Ja. brauche einen Scout. Ich brauche einen Scout durch die Wiesen. Das ist sicher leibend. Ja, die Menge Nein. kann das. Ich kann mich nur auf die Duld erinnern, Ja, und auf na, der das Duld waren und so, das war wunderbar. Der Mege kann man sich anvertrauen. Das- Die kennt sich- Ungeschaut kann ich die Menge empfehlen für sowas. Die Mege kann da auch Wien sagen. Besser als ich jemals. Da könnt ihr jedes Mal wieder was lernen. Ja, weil einen Wiener kennst du sofort, wenn er Servus sagt und im eigenen Bezirk nach einer Gassen fragt. Richtig. Der Fritzl, ja na gut, das ist jetzt, die Heimfahrt im Zug bei der Wiesn ist echt schlimm, 4 Stunden nur. Genau. Also das war für mich dann der absolute Untergang. Man hat dann nachher so einen leibenden Abend gehabt und dann hängst du mit dem ganzen Ruhes herum. Nein. Am Maus am Oktoberfest ist kein Liter, ja genau. Aber ja, weil es halt so sollte jetzt sein. Ne? Gut, das können auch eine halbe auch anders einschenken in manchen Lokalen. Ja. Nein, aber ich denke mir, aber weißt du, ich will kein ja, es ist heiß, was dann tust.
Ein Maß. Die ist erste ist geht. weg und dann brauche ich aber kein zweites. Aber dann, das wird mir ja warm. warm. So schnell bin ich so schnell drin. Warum soll ich das alles schicken? Und um 15 Euro auch noch, nicht? Ich meine, Ich trinke schon schnell ein Bier, aber so schnell nicht. aber sehen, es sind 7,50 Euro eine Grille. Quasi. Das ist schon mächtig. Aber siehst du, Der Wiesenbrei. Na gut, Das das kostet im Wirtshaus auch schon 5 Euro. ja, aber das kostet dort Ja, noch mehr. Und, ja, und im Wirtshaus habe ich einen gescheiten Sitzplatz und alles. Das ist es, ja. Und da ist Grill gut eingeschenkt. Und es ist halt so, wird ich glaube der Fritz hat das vorgeschrieben, das ist den Leuten wurscht. Ne? Das 15 Euro, das ist Wahnsinn. Das ist, weil es halt ein Kult ist. Ja, das passt soll sein, aber ja, weiß nicht. Ja. Was haben wir da? Sani und Mutzi sind aus einer Pavlatschen-Nymphizucht. Sehr edle Züchtung, sehr edle Rasse. Super. Jawohl, Brame. Bravo, bravo. Ganz, ganz großartig. Freust wieder auf den Schweizer Wein jetzt, die Megi, ja? Vom Oktoberfestmaß hin zum Schweizer Wein wieder, jawohl. Alles Vor- und Nachteile, solche Festel und trotzdem Geschmackssache. Ja, wirklich, ja, wie gesagt, also es ist sicher leibender und nicht so schlimm, wenn du jetzt bei sowas bist, was du nicht so magst und das dir gezeigt wird von jemandem, der sich auskennt. Aber nichtsdestotrotz bleibt einfach das Wesen von so einem Fest bestehen und das ist nicht mehr wild. Nein, das definitiv nicht. Das Oktoberfest bringt gleich wieder aus. Die Auer Dult ist echt leibend, so schön. Ja, da waren wir mit der Mägi schon. ja. Auer Dult, das war leibender, ja. Das war leibender. Waren wir auf der Wiese? Ich war heuer auch, wie wir in München waren. Ja, Da haben wir stimmt, gesagt, haben wir gesehen, wie wir vorbeigefahren sind. Ja. Richtig, ja. Richtig. Aber es ist nicht ausgegangen. Das ist nicht ausgegangen. Wir haben, das ist leider alles nicht ausgegangen. Ja. Ich war einmal auf der Wiesn und die österreichischen Busse haben es geschröpft. Wie kann man nirgends rein, weil alles voll war. Gerade dem Junkie, ja. Ja. Habt ihr das Bierlich schon einstudiert? 17 können, aber wo? Aber wo denn? Wo? Aber wir haben Notnummer liegen. So weit sind wir schon. Aber nein, wir haben jetzt noch so viele andere Sachen davor. Ich fahre lieber nach Salzburg in Müllner Stift. Ja, das ist alles auch leibend dort. Der Müllen, ja. Da haben Ja, wir das ist gestern schön, noch ja. geplaudert mit Herrn Zauner Richtig, richtig. über die Müllen. Richtig. Nachdem er immer 6 Wochen im Jahr ja in Salzburg ist, weil er bei den Festspielen ja als Philharmoniker aufgeigt wird. Ist er natürlich öfters natürlich auch mit ein paar Kollegen in der Müllen natürlich. Ja, absolut. Na gut, spielen wir was. Spielen wir was? Spielen wir Ja, was. schon langsam kommen wir. Schon langsam kommen wir zum Schluss. Die Flasche ist schon leer, gell? Nein, Schluckerl ist noch da. Der Typschluck. Ja, dann nehmen wir die Schluckerl. Das ist du. Okay, nicht. Das ist du. Das ist weg wieder. Das ist halt da. Haben wir wieder Tisch, ein Windlicht da? Das haben wir gestern auch gespielt. Das haben wir am Kirchtag auch gespielt gestern, ja. Ein Bank unter Tisch, wer hat sich den gewünscht? Der Wolfgang. Wolfgang. Jawohl, machen wir es doch. Wolfgang, Machen wir's. jawohl. Vom herrlichsten Glück auf der Welt, die Großmutter Märchen erzählt, die Kinder, die sitzen voll Andacht dabei und träumen mit dem vergangenen Mai. Ein Bilderbuch von alten Wien, uns Großmutter blättert darin. Nein, Kinder, das kannst nicht verstehen. Die Zeit meiner Jugend war schön. Ein Bongo, der Tisch mit ein Windlichterl drauf, ein sehr Lied und die Schrammen spülen auf. Ein Madel ins Weinglas Loch mit leuchtenden Augen, so blau wie die Nacht, verschwiegen das Platz zum Küssen grad recht, aber dem Herzen gern zu reden nicht. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen
jawohl. Ein Tisch und eine Bank. Ein Nicht? Tisch und da. Bank und ein Tisch, mit einem Windlicht da drauf gespielt. Ja, jetzt werden wir zum Schluss kommen, weil kommen ich wir sage zum euch was, Schluss, ja. ich bin froh. Ich bin Weil auch froh ist heute. Mittag. Patrick muss ja noch heimfahren, Ja, ist ja auch noch ein Wegerl. Mein Weiberl sagt manchmal, dass ich Wieder auch bin. hergefahren auch schon, nicht? Genau. Und das ist ja dann trotzdem, das ist ja trotzdem ein Stückerl. Sölig ist die Menge, sölig, jawohl, Achtel von einer. Danke schön. Ja, ich wollte noch ein Thema ansprechen, aber es ist jetzt fast schon spät auch wieder. Können wir Das können wir beim nächsten Mal. beim nächsten Mal machen. Ja. Das können wir beim nächsten Mal. Es rennt uns ja nichts. Es rennt uns ja nichts. Ja, sind entspannt. Meine Lieben, es war mir eine große Freude. Mit dem letzten Schluck verabschiede ich mich und also wir verabschieden uns. Wir sind dahin. Aber noch einmal herzlichen Glückwunsch an die heutigen Geburtstagskinder Mama M und Fritzl Startguss. Alles Gute. Jawohl. Und nochmal ein großer Dank und ein großes Hip Hip Hurra an den Georg Scheurer, Ja. der jetzt seit 2 Jahren die Facebook-Gruppe 16er Buben Pavla schießt. 2 Jahre. 2 Jahre. Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Großartig. Mega leibend. Bravo, also euch nochmal und natürlich euch allen anderen, die ja immer dabei seid. Danke euch vielmals. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht seid ihr in der Früh dabei, Morgen? auf einem anderen Kanal, 16 Uhr am Insights. Morgen in der Früh, 9 Uhr wieder. Immer Montag bis Freitag sind wir da. 9 Uhr auf YouTube-Kanal, 16 Uhr am Insights und auf Facebook. Auf der 16 Uhr Seite. Schaut's rein einmal. Vielleicht habt ihr Zeit einmal. Ne? Das kann ja sein, dass man mal zuschauen kann. Und ansonsten sehen wir einander nächste Woche am Montag. Dazwischen spielen wir noch am Samstag in der Strandbar Hermann. Jawohl, großartig. Dort wieder. Also falls wer Lust, Zeit hat, am Samstag kommt zur Schaut's. Strandbar Hermann bei der Urania in der Innenstadt. Findet ihr bei uns auf der Homepage. Ab 18 Uhr sind wir dort. Ab 6 Uhr. genau. Ab 6 Uhr gehen wir auf Jawohl, dort quasi jawohl. wieder. Etwas exotisches Ambiente Ja. mit dem Wienerlied. Das wird sicher wieder leibend. Und ja, ansonsten Fragst wir den wieder Fritzl, am- der kennt Fritzl mich. war schon dort. Fritzl war schon dort letztes Jahr, ja. So schaut's aus. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Für dich gut dabei. Und der letzte Schluck. Jawohl. Zum Wohle. Gemischter Satz. Danke, Manfred. Aber danke, Manfred. Daschler Manfred. Dieser hier, das? Er wird. Also das, das können wir auch machen. Wir haben schon lange nicht gespielt, gell? Eben, ja. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut, aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden, bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns wieder mal sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertelsitz denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Post und gesungen viel, nur gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend, das hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Alles Liebe, pfiat euch gut. Viert euch gut, macht's es gut.